Einzige, der gegen die Pharmaindustrie überhaupt was zu sagen hat. Alo? Dela? Torej pred vami nisem kot zdravnik, ampak kot avtomehanik, ampak jaz kot avtomehanik si edini dovolim oziroma si upam govoriti proti farmaciji. In der Natur draußen gibt es keine Ärzte, es gibt nur Leben oder Tod. Torej zunaj v naravi ne obstaja zdravnikov, obstaja samo življenje in pa smrt. Für die Tiere gibt es keine Krankenhäuser, keine Altenheime, keine Ärzte, sondern die Tiere heilen sich selber mit der Kraft der Natur. Torej, za živali zunaj ne obstajajo zdravniki, domi za ostarele in pa bolnišnice, oni se morajo pozdraviti samo z močjo narave. Wir sind den Tieren überlegen, wir können denken, aber obwohl wir denken können, haben wir nicht mehr Wissen als die Tiere. Wir sind hilfloser als die Tiere auf diesem Planeten. Torej, na nek način bi naj bili močnejši oziroma več kot pa živali, namreč mi lahko mislimo, ampak to nam pravzaprav ne daje veliko prednosti to, da lahko razmišljamo. Gospa bi rada noge malo. Gesundheit ist ein Problem heutzutage. Die Menschen haben fast alles, mehr oder weniger. Wir nagen nicht am Hungertuch, wir haben ein Auto, wir haben ein Haus. Was wir uns wünschen, was wir nicht haben, ist die Gesundheit. Torej, danes imamo skoraj vse, imamo lepe hiše, avtomobile, in vseh vrst, ampak česa nimamo je pa zdravje. Wir zahlen Milliarden, wahrscheinlich aus Slowenien. In Deutschland sind 300 Milliarden, Österreich 30. Wahrscheinlich gehen ein paar Milliarden drauf. Se slišimo? Za zdravje torej damo milijarde in v Nemčiji recimo to 300 milijard, v Avstriji 30 milijard in tudi pri nas v Sloveniji je verjetno velik znesek. Und die Pharmaindustrie, die arbeitet nicht mit Gewinne wie ein normaler Handwerker, sondern die Pharmaindustrie hat Gewinne 1 zu 600.000. In farmacija ne operira z dobički, kakršne jih imamo v drugih industrijah, ampak ima dobičke 1 proti 600.000. Bedeutet, ich gebe jedem von euch 1 Euro und jeder muss 600.000 zurückbezahlen. Torej, to je tako, kot da bi vam dal 1 evro in morate mi nazaj dati 600.000 evrov. Die Pharmaindustrie zerstört dadurch unsere ganze Arbeitskraft. Torej, farmacija na ta način uničuje cel naš trg dela. Du gehst Einkauf beim Hofer und sparst und deine Kinder, alles wird gespart, aber die Pharmaindustrie nimmt das Geld und mit dem Geld kauft sie Tabletten, mit einem Zettel davon, mit dem Rest wird die Politik und alles geführt. In greste v Hofer, tam privarčujete nekaj denarja, ampak s tem denarjem farmacija kupuje stvari oziroma kupuje in izdeluje tablete in s tem denarjem, ki ga tam pridobijo z temi dobički, podkupujejo politike. Und wenn ich weiß, dass jeder Mensch aus 65% Wasser besteht und 35% Mineralien, da frage ich mich, was wollt ihr mit dem Medikament in dem ganz sauberen in den Cocktail? Torej, in če vemo, da iz 65% je naše telo sestavljeno iz vode in 35% iz mineralov, kaj potem ima v našem telesu iskati sploh kemija? Wollt ihr Wasser verseuchen oder die Mineralien verätzen? Torej, ali želite vodo zastrupiti in minerale v bistvu poškodovati? Ich war das letzte Mal mit 13 beim Arzt, jetzt bin ich 58 Jahre alt. Z 13 leti sem bil na zadnje pri zdravniku, sedaj pa imam 58 let. Ich habe auch keine Krankenversicherung, meine Erfahrung ist die beste Versicherung. In tudi nimam zdravstvenega zavarovanja, namreč moje izkušnje so najboljše zavarovanje. Ich habe nichts gegen Chirurgen oder gegen Orthopäden. Wir haben eine moderne Gesellschaft, kann mir ein Unfall passieren, bricht der Knochen oder eine Operation, aber die anderen Ärzte verschreiben uns nur Medikamente den ganzen Tag. Torej, nič nimam proti ortopedom in kirurgom, namreč potrebujemo jih, da nas zašijejo ob kakšnih nesrečah, ampak vsi ostali zdravniki pa po mojem mnenju niso potrebni. Die Menschen haben schon längst etwas getan in Sachen Gesundheit, aber es gibt keinen Gegenpol, weil alle Angst haben. Torej, ljudje bi že davno nekaj naredili za svoje zdravje, ampak nimamo dejansko nekega protipola farmaciji, da bi lahko kaj naredili. Und in Sachen Gesundheit gibt es keine Grenzen, egal ob ich in Slowenien wohne oder Österreich oder Rumänien oder Deutschland, es gibt keine Grenzen, wir sind alle Menschen. Ampak, ko gre za denar, oziroma tako je, nimamo mej. Vseeno je, če smo v Nemčiji, Avstriji, Švici, Sloveniji, namreč ni mej. Eigentlich gehören die Grenzen aufgehoben, jeder Mensch, wo geboren ist, dort kann er leben. Ker namreč lahko bi tudi odstranili vse te meje, ker namreč kjer se je človek rodil, tam bi lahko tudi živel. Und ich sehe die Menschheit als ganze Einheit, den ganzen Planeten und darum
werde ich auch jedem Menschen helfen in jedem Land. Das kann mir auch keiner stoppen. Jaz pa človeštvo vidim, oziroma vse ljudi vidim kot eno človeštvo in zaradi tega bom vsem ljudem pomagal. Nur diese Hilfe, die ich anbiete, die muss einfach gemacht sein, unabhängig von mir. Und jeder Mensch soll sie allein machen, mit wenig Geld und soll auch Erfolg haben. In to znanje, te informacije, ki vam jih jaz dajem, to je nekaj, kar želim, da je preprosto, nekaj, kar lahko neodvisno in pa sami tudi počnete sami zase. Es sind allerlei für Experten, die erzählen über Gesundheit, über allerlei für Sachen, was man machen kann. Aber es sind nur 5 Sachen, die für mich wichtig sind. Torej obstaja veliko ekspertov, izvedencev, ki razlagajo o vseh možnih stvarih, ampak zame je pomembno 5 stvari. Ich werde auch keine Menschen fragen, was isst, ob trinkt, ob Alkohol trinkt, ob raucht. Das ist jedem sein Problem. Was mich interessiert, sind andere Sachen. Torej, in ne bom se vmeševal v to, kaj jeste ali kadite, pijete. Mene zanimajo druge stvari. Unser Leben auf dem Planeten ist gewährleistet nur durch die Sonne. Würde keine Sonne sein, würden die ganzen Menschen, Tiere und Pflanzen sofort aussterben. Torej, življenje na tem planetu omogoča sonce. Če sonca ne bi bilo, bi izumrle rastline in pa vse živali. Jedes Lebewesen, was auf dem Planeten entsteht, ist das Erzeugnis dieser Witterungsverhältnisse Sonne, Licht, Wind, Wasser. Torej, vsako bitje, ki je na tem planetu, je podvrženo vremenskim razmeram, se pravi, kakršnokoli vreme pač ima, kjer živi. Der Geburtszustand ist eigentlich der Lebenszustand. Wir sind nackt geboren, wir müssen auch nackt weiterleben. In v stanju, v katerem smo se rodili, se pravi goli, takšni bi morali pravzaprav tudi živeti. Aber wir sind alle angezogen. Ampak mi smo vsi oblečeni. Habt ihr schon Wildschweine gesehen mit Jeansjacken oder Wölfe mit Jeanshosen? Ali ste že videli mogoče divje svinje ali pa volkove v džinsu ali pa v različnih jaknah? Uns wird gleich nach der Geburt das Licht genommen. Torej, že takoj po rojstvu nam vzamejo svetlobo. Ich habe bemerkt, dass bei der Geburt, wahrscheinlich auch in Slowenien, Österreich, Deutschland, die Kinder nach der Geburt Vitamin D3 bekommen, das Sonnenvitamin. Torej, v Nemčiji, Avstriji in pa v Švici sem opazil, da takoj po rojstvu dajo otrokom vitamin D3. Und dieses Vitamin D3 wird abgestellt, wenn das Kind 1 Jahr alt ist. In ko je otrok star 1 leto, se ta vitamin preneha dajati otrokom. Das ist das größte Verbrechen an der Menschheit, was die Pharmaindustrie macht. In to je največji zločin na človeštvu, ki ga je farmacija povzročila. Ich frage mich, brauchen 10-jährige Kinder kein Vitamin D3? 20, 25-jährige Jugendliche oder selbst die älteren Menschen brauchen genau das Vitamin D3 und sogar noch mehr als ein Kind. Ali mogoče 10-letnik, 20-letnik, 25-letnik ali pa starejši ljudje ne potrebujejo vitamina D3. Sie werden auch nicht vom Arzt verschrieben und auf keinem Analysezertifikat steht Vitamin D3 drauf. Torej, in vitamina D3 nam tudi ne predpisuje in nikjer ne piše, da bi ga morali jemati. Und zwar absichtlich. In to je namerno. Uns wird gezeigt, ob unsere Nieren funktioniert, ob die Leber funktioniert, wie viele rote Blutkörper wir haben, ob wir Kreatinwerte oder Leberwerte haben. Torej, pregledujejo nam različna stanja, kako nam delujejo jedra in pa drugi organi, se pravi, vse nam pregledujejo, krvničke v krvi. Auf dem Zertifikat vom Arzt müssen nur 2 Werte stehen. Wenn die in Ordnung sind, bin ich voll in Leben und gesund. Ampak na zdravniškem poročilu bi pravzaprav morali pisati samo 2 stvari, da smo potem resnično polni v življenju. Vitamin D3, das Sonnenvitamin, aktiviert 2800 Gene im Körper. To je vitamin D3, ki aktivira 2800 genov v telesu. Die macht, dass eine Haut gebildet wird, dass ein Darm erneuert wird, dass eine Lunge erneuert wird und dass unsere Knochen erneuert werden. Vitamin D3 pomaga pri tem, da se naše telo obnavlja, se pravi naše debelo črevo, naša jetra, naša koža, naša pljuča. Unsere Haut ist kaputt, unsere Knochen sind verschlissen, unsere Gedärme verfaulen in uns. Naša koža ni zdrava, naši sklepi so obravljeni, naše črevo ne deluje dobro. Sogar unsere Organe versagen. Celo naši organi prenehajo z delovanjem. Als Beispiel, Jugendliche mit 17, 18 Jahren haben schon Diabetes. Mladostniki 17-18 let imajo danes že diabetes. Diabetes ist keine Krankheit, sondern ein Mangelzustand. In diabetes ni bolezen, ampak je primanjkljaj v telesu. Merkt euch, euer Gehirn ist euer Arzt. Zapomnite si, vaši možgani so vaš zdravnik. Solange ihr genug Sonne habt, wird immer Signal am Körper geben, die Bauchspeicheldrüse soll funktionieren, die Nieren sollen funktionieren. Ohne Sonne schalten unsere Organe ab.
In zapomnite si, dokler imate sonce, bojo možgani dali signal, da vaši organi, kot so recimo slinavka, trebušna slinavka, delujejo. Weil ich keine Sonne habe, wird die Bauchspeicheldrüse runtergefahren und ich habe kein Insulin, dadurch bin ich schon Diabetiker. In zaradi tega, ker ni sonca, potem tudi ne deluje trebušna slinavka in zaradi tega sem takoj diabetik, ker ne proizvaja inzulina. Und die Lösung ist nicht Metformin zu geben, sondern die Bauchspeicheldrüse wieder zum Arbeiten zu bringen. In metformin ni rešitev pri tem, ampak je rešitev, da spet povečamo delovanje trebušne slinavke. Weil viele Menschen haben die Nieren versagt. Glaubt ihr, dass da oben bei Gott ein Knopf ist, wo Nieren ausgeschaltet werden? In veliko ljudem odpovedujejo ledvice. Ali si mislite, da je mogoče pri Bogu zgoraj en gumbek, kjer se izklopi to delovanje? Wenn das Gehirn bemerkt, dass ich keine Sonne habe, kein Vitamin D3, werden die Nieren langsam runtergefahren und wenn die Nieren ganz kaputt sind, kommt die Dialyse. In če nimamo dovolj sonca oziroma vitamina D3, se naš delovanje ledvic upočasni in takrat potem pride tudi do odpovedi ledvic. Da gibt es eine Studie, bevor die Nieren versagen, das ist schon Stadium 5 kurz vor Dialyse, würde diese Menschen 500.000 Einheiten Vitamin D3 nehmen, würden die Nieren wieder hochfahren. Torej, in stadij 5 je takrat, ko ledvice že skoraj več ne delujejo. Če bi takrat dali 500.000 enot vitamina D3, bi začele ledvice spet ponovno delovati. Wenn jemand zu mir kommt, interessieren mich 5 Sachen. In če nekdo pride k meni, me zanima 5 stvari. Wie viel Sonne habt ihr in euch? Torej, koliko sonca vidite? Viele sagen, ich bin an der Sonne, in der Früh, am Abend. Veliko vas tudi reče, pa saj sem veliko na soncu zjutraj in pa zvečer. Diese Sonne ist nicht lebenswichtig, die macht nur braun. Torej, to sonce ni pomembno za zdravje, ampak vam samo porjavi kožo. Die Sonne, die wir brauchen, zwischen 11 und 13 Uhr. Torej, tisto sonce, ki ga potrebujemo, dobite med 11 in 13 uro popoldne. Und das sind UVB-Strahlen. In to so žarki UVB. Diese Sonne aktiviert unser Lebenssignal. In to sonce aktivira naš življenjski signal. Wer traut sich von euch zwischen 11 und 13 Uhr ohne Kleid an die Sonne zu stehen? In kdo od vas je pravzaprav danes še upa med 11 in 13 uro brez oblačil na sonce? Vielleicht ein paar Menschen, die kriegen schönen Sonnenbrand. Morda samo nekaj ljudi, ampak bo jih tudi pošteno opeklo. Und da tue ich 2 Wochen lang meine gebrannte Haut pflegen. In morajo potem skrbeti 2 tedna za svojo opečeno kožo. Mit unserer schwachen Haut, die wir haben, durch den Nährstoffmangel, können wir uns der Sonne gar nicht aussetzen, weil wir einen Krebs riskieren. In danes imamo toliko oslabljeno kožo, ker nimamo več hranil, da v bistvu vsakič, ko gremo na sonce, riskiramo, da dobimo raka kože. Der Körper macht aber keinen Unterschied, ob ich die Sonne über die Haut bekomme oder ob ich die Sonne durch Vitamin D3 oral nehme. Torej, naše telo pa ne dela razlike med tem, ali dobimo vitamin D3 s tem, da ga tvorimo sami, s tem, ko smo izpostavljeni soncu, ali pa ga jemljemo oralno. Und deshalb kann ich meine Haut schützen und Vitamin D3 oral nehmen. Torej, lahko se tudi zaščitimo sami sebe in vzamemo peroralno vitamin D3. So, was sind die Auswirkungen von diesem Vitamin D3-Mangel, die Sonnenmangel? Torej, in kaj so učinki oziroma kaj je tisto, kaj se zgodi v telesu, če ima pomanjkanje vitamina D3? Habt ihr bemerkt, unsere ganze Gesellschaft verfettet, die Leute werden immer dicker? Ste opazili, da danes je družba vedno bolj debela, ljudje so vedno bolj debeli. Und da ist nicht McDonald's oder Burger King die Schuld. In tukaj ni kriv McDonald's ali Burger King. Vielleicht in manchen Fällen. Mogoče v kakšnem filmu. Sondern Sonnenmangel macht dick. Ampak pomanjkanje sonca skrbi za debelost v naši družbi. Selbst unsere Kinder, die haben 7-8 Jahre und wiegen schon 80 Kilo. Nekateri otroci že pri 7-8 letih tehtajo okoli 80 kg. Ohne Sonne kriegt das Gehirn das Signal, dieser Mann schläft, er wird mir verhungern und da wird der Fettstoffwechsel runtergefahren und ich kann das Fett nicht mehr wegbekommen. Torej, ko nimamo dovolj sonca, naše telo dobi signal, da telo spi in takrat se presnova maščob toliko upočasni, da jo začnemo zmanjševati in takrat začnemo nalagati težo. Nur die Vitamin D3, die Sonne, kurbelt den Stoffwechsel und den Fettstoffwechsel an, nichts was anderes. Samo sonce pospeši presnovo maščob in pa nasplošno presnovo. Habt ihr fette Menschen gesehen in Afrika? Ali ste videli morda že debele ljudi v Afriki? Und es liegt nicht am Nahrungsmangel aus, es gibt die ganze Krankheiten. In Afrika gibt es keinen Krebs, es gibt keine Multiple Sklerose, es gibt kein Asthma, es sind keine Krankheiten. Torej, ampak to ni zaradi pomanjkanja hrane tam in tam v Afriki tudi ni nekaj bolezni, kot so astma,
Multiple Sklerose multipla skleroza und Krebs, Rak. in pa rak. Außerdem sind viele, die Knochen werden gebildet, die haben eine tolle, auch die Leute sterben am Wassermangel oder verseuchten Wasser und an Mangel von Lebensmitteln. Torej tam ljudje umirajo zaradi zastrupljene vode, zaradi pomankanja vode ali pa zaradi pomankanja hrane. Oder kriegen vielleicht Krebs, wenn wir ein paar Atomfässer dorthin laden. Ali pa dobijo raka samo v primeru, če mi kakšno atomarno smetišče tam odpremo in odlagamo. Und würden die Kinder nach der Geburt kein Vitamin D3 bekommen, würden Haufen Kinder sterben. In če otrokom takoj po rojstvu ne bi dali vitamina D3, bi veliko otrok tudi pomrlo. Dann würde es heißen, Kinder sterben. Sie haben Vitamin D3 mal, nicht nur die Kinder, Jugendliche, Erwachsene und sofort würde ganz Slowenien Vitamin D3 nehmen. In v takšnem primeru, če bi začeli otroci umirati, bi takoj spet začeli dajati vitamin D3. Und ist eine Studie, würde jeder Mensch Vitamin D3 nehmen, und zwar 10.000 Einheiten, 10 Tropfen, Torej, obstaja študija, če bi ljudje jemali 10.000 enot, se pravi 10 kapljic vitamina D3, dann würden 60% aller Arztversuche gar nicht mehr stattfinden. se 60% obiskov pri zdravniku sploh več ne bi zgodilo. Das haben 100 amerikanische Wissenschaftler gesagt, nicht Robert Franz. To ni rekel Robert Franz, ampak 100 ameriških znanstvenikov, zdravnikov. Das bedeutet in Sachen Kosten, zum Beispiel in Deutschland zahlen wir 330 Milliarden. In takšne stvari tudi stanejo. V Nemčiji recimo se za zdravstvo plača 330 milijard evrov. Würde jeder Deutsche Vitamin D3 nehmen, Če bi vsak Nemec vzel vitamin D3, würden die Leute 200 Milliarden in die eigene Tasche wieder haben. bi ljudje privarčevali in dali v svoj žep nazaj 200 milijard evrov. Slowenien ist viel kleiner. Wenn ich Slowenien, wahrscheinlich zahlt Slowenien ist ein Viertel von Österreich, 30 geteilt durch 4, weil zahlen 8 bis 10 Milliarden. Torej v Sloveniji, ker je manjša 4-krat od Avstrije, verjetno okoli 10 milijard, Dann müsste die Slowenien nochmal 6 Milliarden wieder in die Taschen haben, die Bevölkerung. torej bi si Slovenci lahko v žepe nazaj dali okoli 6 milijard evrov. Da ist das Geld, was uns fehlt. Torej tukaj je denar, ki nam manjka. Und durch die Haufen Medikamente sind die Leute auch medikamentensüchtig geworden. In zaradi vseh teh zdravil, ki jih jemljemo, so ljudje postali odvisni od zdravil. Drogensucht ist kein Problem so stark wie Medikamentensucht. In problem ostalih drog ni tako močen problem, kot pa problem odvisnosti od zdravil. Und die Ärzte haben sich gewöhnt, uns mit Medikamenten vollzumüllen. Früher haben sie nur in der Früh und am Abend Medikamente verschrieben. In čisto so nas zasmetili z zdravili, ker včasih so predpisovali zdravila samo za zjutraj in pa zvečer. Jetzt wird auch Mittag verschrieben, früh, Mittag, am Abend, dass unser Alltag nur aus Medikamenten besteht. In sedaj jih predpisujejo tudi za zjutraj, opoldan in pa zvečer in naš vsak dan zgleda samo kot jemanje zdravil. Und wenn Sie die Nebenwirkungen lesen, dann bemerkst du, was Sie eigentlich da schlucken. In če pogledate liste, ki je v embalaži, vidite, kaj pravzaprav dajete v svoje telesa. Und die Medikamente bewirken nur Linderung von Symptomen, aber deine Krankheit geht weiter und irgendwann endet es mit dem Tod. Das sind 30 Jahre nur an Schmerzen. In vsa ta zdravila ne lajša samo simptome, nikoli ne pozdravijo dejanskega problema in lahko, da po 30 letih boste vseeno umrli zaradi tiste bolezni, ampak boste 30 let vseeno trpeli. Durch Naturmittel ist kein Mensch gestorben bis jetzt. Zaradi naravnih zdravil, naravnih sredstev še nihče do sedaj ni umrl. Nächste, Vitamin D3, Mangel verursacht Schlaganfälle. Torej, pomanjkanje vitamina D3 povzroča kapi. Jetzt sagen Sie, Herr Franz, Vitamin D3 macht dick, jetzt auch noch Schlaganfälle. Pa boste rekli, gledajte, povzroča debelost, sedaj pa še kapi ali kako? Ja, viele von euch haben Schlaganfall bekommen durch Vitamin D3-Mangel. In ja, pravim, da veliko izmed vas se jim zgodi kap zaradi tega, ker imajo pomanjkanje vitamina D3. Würden die Menschen Vitamin D3 nehmen, würden 60% weniger Schlaganfälle sein. Če bi jemali vitamin D3, bi 60% bilo manj kapi. In dem Moment, wo ich kein Vitamin D3 habe, glaubt der Körper, dass ich schlafe und das Blut tritt ganz, ganz langsam. Ko nimamo vitamina D3, se našemu telesu zdi, dobi signal, da spimo in takrat začne kri po naših žilah zelo, zelo počasi teči. Irgendwann stockt es und ich habe einen Schlaganfall oder eine Thrombose oder eine Lungenembolie. In v nekem trenutku se kri ustavi in dobimo krvni strdek ali pa pljučno embolijo. Habe ich hohen Spiegel von Vitamin D3, Če pa imam visok nivo vitamina D3, rinnt das Blut ganz schnell in den Adern. se kri po naših žilah zelo, zelo hitro premika. Zum Beispiel in 3 Sekunden vom Herz, Gehirn und zurück. V 3 sekundah gre
kri iz srca v glavo in spet nazaj v srce. Dadurch kann niemals ein Schlaganfall entstehen. In na tak način ne boste nikoli doživeli kapi. Aber kein Arzt verschreibt dieses Vitamin D3. Ampak nihče, noben zdravnik ne predpisuje vitamina D3. Oder wenn bei älteren Menschen in ganz kleinen Dosen, die eigentlich für Kinder für Säuglinge ist. Ampak mogoče le pri starejših osebah, ampak to so doze, ki so primerne edino za, le za otroke, ne pa za odrasle. Jetzt haben wir gehabt, ich weiß, Fettleibigkeit, Schlaganfall, jetzt kommt als nächstes Blutdruck. Sedaj smo imeli debelost, govorili smo tudi o kapi, sedaj bomo pa govorili o srčnem pritisku. Fragen Sie Ihren Arzt, ob er weiß, warum Ihr Blutdruck hat. Krvnem pritisku. Vprašate svojega zdravnika, zakaj pravzaprav imate takšno diagnozo. Er weiß es nicht. In on vam bo povedal, da ne ve. Hypertonie bedeutet Blutdruck. Hipertonija pomeni krvni pritisk oziroma hipertenzija. Und auf eurem Rezept steht essentielle Hypertonie. In na vašem izvidu piše esencialna hipertenzija. Und das bedeutet auf Lateinisch, ich weiß gar nicht, von wo du Blutdruck hast. To v latinščini pomeni, ne vemo, kaj je razlog za vaš krvni pritisk. Aber ich habe ein paar Tabletten für dich. Ampak imamo pa nekaj tablet, ki vam jih lahko predpišemo. Ohne Diagnose schluckt ihr jetzt Tabletten. Torej, brez diagnoze jeste zdravila. Und ich kann euch sagen, von wo Blutdruck kommt, weil ich ein Automechaniker bin. In jaz vam lahko povem, zaradi česa imate povišen krvni pritisk in sem avtomehanik. Die erste Ursache von Blutdruck ist Sonnenmangel. Torej, razlog za visok krvni pritisk je pomanjkanje sonca. Die Russen haben schon 1900 herausgefunden, Rusi so že leta 1900 ugotovili, durch eine alte Frau vom Altersheim, od ene stare gospe iz doma za upokojence, 1 Stunde Sonne, ich krempel die Ärmel hoch und ziehe, wenn ich das Kleid hoch, 1 Stunde Sonne, 1 ura sonca, če si seveda izpostavite kožo, senkt den Blutdruck für 10% für eine Woche. za en teden zniža vaš krvni pritisk za 10%. Jetzt zeige ich euch, wie dieser Blutdruck entsteht. In sedaj vam bom razložil, kako nastane povišen krvni pritisk. Die Sonne scheint auf unsere Haut. Sonce sije na našo kožo. Das Vitamin D3 durch die Sonne oder Vitamin D3, was ihr mündlich nimmt, Torej, vitamin D3 se tvori zaradi sonca ali pa tisto, kar vnesete v telo, plus Magnesium, skupaj z magnezijem, entsteht Calcium. nastane kalcij. Calcium braucht euer Herz, Kalcij potrebuje vaše srce, eure Hände und eure Füße. vaše roke in pa vaše noge. Weil wenig Sonne habt, Zaradi tega, ker pa imate pomanjkanje sonca, entsteht wenig Calcium. nastaja premalo kalcija. Und euer Gehirn muss entscheiden, wer dieses Calcium bekommt. In vaši možgani morajo odločiti, kdo pravzaprav sedaj dobi ta kalcij. Ist es Herz, Hände oder Füße? Je to srce, roke ali noge. Dein Herz bekommt das Calcium Srce je tisto, ki dobi kalcij, und deine Hände und Füße werden ganz schön langsam zusammengezogen. in vaše roke in noge se od znotraj začnejo krčiti. Und dadurch kommt kein Blut mehr rein. In zaradi tega kri ne more več stopati v roke in noge. Die meisten Menschen haben kalte Hände, kalte Füße. In večina ljudi ima mrzle roke in pa noge. Und dadurch das Herz pumpt weiter. In vaše srce pa še vseeno dalje pumpa oziroma črpa kri. Die Füße sind zu, die Hände sind zu. Ampak roke pa noge so pa zaprte. Da geht der Blutdruck hoch. Takrat se tudi poviša krvni pritisk. Und der Arzt, jetzt müsste wer zum Arzt gehört, der als erstes die Hände und Füße wieder öffnen. In kar bi moral narediti zdravnik je, da vam v bistvu površino za kri, rok in nog spet odpre. Er hat den größten Fehler gemacht, hat euren Herz runtergefahren. Kaj pa je naredil? Naredil pa je napako in je upočasnil delovanje srca. Wenn ich beim Auto die Ölpumpe runterfahre, kriege ich sofort einen Motorschaden. In če bi to naredili pri avtu, da bi zmanjšali delovanje pumpe, bi takoj imeli drugo škodo na motorju. Deshalb kriegen auch die Frauen, weil keine Durchblutung ist, Thrombose in den Beinen. In pri ženskah pride do tromboze v nogah v takšnih primerih. Und die Männer haben keine Potenz. In moški nimajo erekcije. Nachdem wir vergiftet werden, werden wir auch noch impotent gemacht. In potem, ko nas prvo zastrupljajo, potem postanemo še impotentni. Das ist der Dank für das Geld, was wir bezahlen. To je tisto, kar dobimo za denar, ki ga damo. Eben. So, jetzt gehen wir weiter. Torej, Artrose. Nadaljujemo z artrozo. Warum sind unsere Knochen kaputt? Zakaj se naše kosti obrabljajo? Ist das eine Krankheit? Je to bolezen? Nein, ist keine Krankheit. Es ist normaler Verschleiß, ohne dass der Knorpel nachgebaut wird. Torej gre za normalno obrabo, ampak v tem primeru se hrustanec ne obnavlja. Würde jeder Mensch von Kindheit
Vom Kindesalter bis jetzt Vitamin D3 geben, wird keiner von euch Arthrose da im Saal haben. In če bi vsi že od malega dobivali zadostne količine vitamina D3, se to sploh ne bi dogajalo. Weil Vitamin D3 die Knorpelbildung beeinflusst. Zaradi tega, ker vpliva tudi na obnovo hrustanca. Ihr seid 30-40 Jahre ohne Vitamin D3 mit nur wenig Sonne. 30-40 let hodite po tem planetu z zelo malo sonca. Ihr habt Sport gemacht, gearbeitet, euch bewegt. Premikali ste se, delali in pa športali. Euer Knorpel abgenutzt. Obrabili ste hrustanec. Und das Gehirn hat immer das Signal gesagt, dieser Mann, diese Frau schläft, baue nichts nach. In možgani so pa pravzaprav dali signal, ta človek spi, torej ne obnavlja hrustanca. Und jetzt sind eure Gelenke Knochen auf Knochen. In sedaj so vaši sklepi in pa vaše kosti obrabljeni. Warum wurde euch kein Vitamin D3 gegeben? Damit heutzutage künstliche Gelenke verpasst werden. Zakaj vam niso dali vitamina D3? Zato, da vam lahko sedaj dajo umetne sklepe. Und da kommt noch eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Knie auch in einen morschen Knochen rein, in einen alten, kaputten Knochen. In sedaj v te stare kosti dajejo noter nove sklepe, se pravi nove kolke in pa nova kolena. So als Arthrose, so wie ich sage, es gibt 44.000 Krankheiten, aber nach meiner Meinung gibt es keine Krankheit. Alles, was wir haben, sind nur Mangelzustände. In govorimo o 44.000 različnih bolezni, ampak po mojem mnenju obstaja 44.000 primanjkljajev v telesu. Viele Frauen, sogar Männer haben Osteoporose. Veliko žensk in moških ima osteoporozo. Was die Lösung von der Ärzte, Kalzium hinzuführen. Die Lösung für die Ärzte für Osteoporose, die Leute müssen Kalzium nehmen. In rešitev zdravnikov je, da jim morajo jemati kalcij. Die Ärzte sind zu dumm zu wissen, dass wir unser Kalzium selber herstellen. In zdravniki so očitno preneumni, da bi vedeli, da naša telesa sama producirajo kalcij. Und außerdem, bei schweren Fällen von Osteoporose kann ich vielleicht wenig Kalzium geben. In pri težkih primerih osteoporoze lahko sicer damo nekaj kalcija. Aber was wichtig ist bei Osteoporose ist Vitamin K2. Ampak kaj pomembno pa je vitamin K2 pri osteoporozi. Vitamin K2 baut das Kalzium im Knochen rein. In vitamin K2 je tisti, ki vgrajuje kalcij v kosti. Ohne Vitamin K2 nimmt der Knochen nichts an und euer ganzes Kalzium landet in der Toilette. In če nimate vitamina K2, ga ne more vgrajevati in ves ta kalcij, ki ga vzamete, se odplakne v WC. Und dieses Vitamin K2 ist auch sehr wichtig für die Kinder. In vitamin K2 je pomemben tudi zelo za otroke. Ihr habt gesehen, alle Kleinkinder haben Probleme mit dem Kiefer. Der Kiefer bleibt zu klein und die Zähne müssen rausgezogen werden. In pri veliko otrocih se zgodi tudi to, da imajo premalo razvito spodnjo čeljust in zaradi tega jim morajo potem zobe izdirati. Würden die Kinder Vitamin K2 nehmen, Če pa bi otroci jemali vitamin K2, bräuchte man keinen Kieferorthopäden mehr. ne bi rabili ortopedov za čeljust. Und ohne Vitamin K2 bleibt das Becken bei den heutigen Mädchen zu klein. Das Skelett entwickelt sich nicht, das Becken. Pri deklicah pa se dogaja tole, da se jim ta kolčni del, se pravi medenični predel, ne razvija dovolj. Kein Arzt verschreibt Vitamin K2. Ampak nihče jih ne predpisuje vitamina tega. Obwohl dieses Vitamin K2 auch die Ablagerung in den Halsschlagader wegnimmt, das kalt von den Arterien, macht die Arterien frei. Torej, in čeprav je vitamin K2 tudi tisti, ki preprečuje poapnenje, kalcifikacijo naših žil, Und lässt die Nieren nicht verkalken. in tudi poapnijo naše ledvice. Und seht ihr, es ist richtig verrückt, dass im 21. Jahrhundert ein Automechaniker die Menschen aufklären muss. A ni noro, da v 21. stoletju je avtomehanik tisti, ki ozavešča ljudi o zdravju? Wo sind die Ärzte? Kje so zdravniki? Für was bezahlen wir sie? Zakaj jih pravzaprav plačujemo? Aber so wie ich sage, ich habe bis jetzt schon fast 250.000 Menschen aufgeklärt. In do danes sem ozavestil oziroma dal informacijo že 250.000 ljudem. Ich habe auch 4 Bücher geschrieben. Napisal sem tudi 4 knjige. Ich halte Vorträge, fast jedes Jahr 300 Vorträge. In vsako leto imam skoraj 300 predavanj. Und für viele Menschen bin ich die letzte Hoffnung. In za veliko ljudi sem tudi jaz tista zadnja možnost. Ich will auch nichts sagen. Ich will, dass die Menschen ihre Gesundheit in die eigenen Hände wiederkriegen. Ne želim vam nič reči, ampak želim pa, da sami v svoje roke vzamete svoje zdravje. Abhängigkeit ist das Schlimmste, was im Leben passieren kann. Ker namreč odvisnost od nekoga je najslabše, kaj se nam lahko v življenju zgodi. Und wir sind von diesem Gesundheitssystem abhängig. In mi smo odvisni od tega zdravstvenega sistema. Zum Thema Krebs. K temi rak. Fast in jeder Familie gibt es einen Krebsfall. Skoraj v vsaki družini danes že imamo primer raka. Dann frage ich, wieso gibt es in Afrika keinen Krebs?
In potem vam vprašam, zakaj pa v Afriki ni raka? Auch Vitamin D3. Spet pomanjkanje vitamina D3. Der Sonnenmangel ist die Ursache für Krebs. Torej pomanjkanje sonca je razlog, zakaj dobivamo raka. Eure ganze Wucherungen, was ihr habt, In vsaka divja rast, ki se zgodi v telesu, die Frauen haben Zysten in den Eierstöcken, ženske imajo ciste v jajčnikih, große Myome in der Gebärmutter, velike miome v maternici, in unserem Magen wächst ein Stück wildes Fleisch, Adenom, adenomi rastejo v želodcu, se pravi divja rast mesa, und im Darm wachsen Polypen, in polipi rastejo v črevesju, die wir jede halbes Jahr entfernen. ki jih potem odstranjujejo vsakih pol leta. Und dass ihr seht, von was das kommt, ihr könnt eine Pflanze nehmen, In da vidimo, zakaj prihaja do tega, kot primer bomo vzeli rastlino, tut sie in den Keller und macht die Tür zu. dajte jo v vašo klet in zaprite vrata. Ihr könnt der Pflanze Wasser geben und Nährstoffe, Mineralien. Lahko to rožo zalivate in ji date minerale, se pravi hranila. Was macht die Pflanze? Bevor sie stirbt, beginnt sie zu wuchern. In preden rastlina umre, začne divje rasti. Irgendwo ist wenig Licht Nekje, kjer pride skozi malo svetlobe, und die Pflanze wächst durch die Wucherung und wächst durch die Bretter raus. in potem rastlina začne rasti skozi rastne liste, začne divje poganjati poganke. Und diese wuchernden Triebe In ti novi poganki, sind eure Zysten, eure Myome, eure Krebsgeschwüre. to so vaše ciste, vaši miomi in pa različna druga rakaste tvorbe. Ich kann sie abschneiden, ich gehe zum Arzt, der operiert mich, Lahko greste zdravniku, vam bo to odstranil in operiral, aber die kommen immer und immer wieder. ampak se vedno in vedno znova vračajo. Was ist die Lösung? Kaj je rešitev? Die Pflanze vom Keller raus an der Sonne, Torej rastlino dajte ven, seveda iz kleti pa na svetlobo. diese krebsartige Wucherungen sterben ab In te rakaste tvorbe pri rastlini bodo same odpadle und die Pflanze kriegt neue gesunde Blätter. in rastlina bo dobila nove zdrave liste. Und darum ist ja auch bei Krebs der größte Fehler, was die Mediziner machen. In največja napaka, ki jo dela medicina, Sie ändern das Signal des Patienten nicht. v bistvu ne prepozna, da nimamo življenjskega signala pri Ihr alle lebt in Dunkelheit, Vi vsi živite pravzaprav v temi. ihr kriegt Geschwüre oder Krebs, Dobite rakaste torbe, različne druge tvorbe, ihr kommt von der Dunkelheit raus, geht zum Arzt, pridete ven iz vaše kleti, iz teme in greste k zdravniku. der Arzt schneidet die Brust ab, schneidet den Darm weg, In potem zdravnik operira dojke, odreže dele črevesja. und bevor er euch im Keller zurückschickt, In preden vas pošlje nazaj v klet, kriegt ihr noch eine gute Portion Gift. Chemo. dobite še eno fantastično porcijo kemičnih strupov. Dadurch nach der Therapie seid ihr schlimmer wie vorher. In po tisti terapiji ste še v slabšem stanju, kot ste bili poprej. Ihr seid im Dunkeln und habt auch noch Gift im Körper. Se pravi, v temi ste in še imate povrhu strup v vašem Was passiert telesu. nach 3 bis 4 Jahren? In kaj se zgodi po 3-4 letih? Hast Krebs überall, im Gehirn, in der Lunge, in der Leber, in die Knochen. Potem imate raka lahko na vseh drugih delih telesa, se pravi možganih, pljučih, črevesju. Bei jedem Krebspatienten muss das Signal geändert werden. Torej, pri vsakem pacientu z rakom je treba menjati signal. Nicht mehr zurück im Keller, sondern raus an der Sonne. Se pravi, ne več nazaj v kledu v temo, ampak ven na svetlovo. Sofort Vitamin D3 geben. Tako je treba imati vitamin D3. Alle Krebspatienten haben sehr niedrigen Vitamin D3-Spiegel. Vsi pacienti z rakom imajo zelo nizek nivo vitamina D3. Aber kein Arzt interessiert es. Ampak nobenega zdravnika to ne interesira. Die Leute werden gleich erschrocken und wird Chemo gemacht und alles und wenn es geht 3-4 Mal, ohne überhaupt einen Erfolg zu haben. In ljudje hodijo na kemoterapije po 3-4 krat, brez da bi sploh imeli kakršnekoli uspehe. Ich bin auch nicht gegen Chemotherapie. Tudi ne govorim proti kemoterapiji. Wenn Tumor nicht stoppt zu wachsen, dann muss ich ihn halt wegschneiden. Torej, če nek tumor ne neha rasti, ga je potem treba odrezati. Aber wenn ich den Körper nachher nicht ändere, durch Vitamin D3, dass gesunde Zellen kommen, wird mein ganzes Leben lang nur durch eine Operation Chemo bestehen und irgendwann stirbt der Körper. Ampak, če ne bomo dali pravega signala, se pravi D3 vitamina, potem ne dobimo pravega signala in potem bo vedno znova treba ponavljati ta proces, se pravi odrezati tumorje. Und den zweiten größten Fehler, was Sie bei Krebsbehandlung machen? In druga velika napaka, ki jo dela pri pacientih z rakom, Wir werden nicht geschützt, wir haben gar keinen Schutz. nimamo prav nobene zaščite. Wenn das Gift in den Körper reinrinnt, Takrat, ko začnemo vnašati strupe v telo, es macht keinen Unterschied zwischen gesunden und kranken Zellen. potem ni razlike za zdrave in pa
strupene celice oziroma Für 1 Million kranke Zellen sterben 1 Million gesunde. in za 1 milijon zdravih celic umre tudi 1 milijon nezdravih celic, se pravi, to je pri kemoterapiji. Wieso gibt ihr die gesunden Zellen überhaupt her? Wieso? Ja. Zakaj bi dali tiste zdrave celice, se pravi pri kemoterapiji? Nehme ich bei einer Krebsbehandlung die Naturmittel, Če pa pri bilo kakšni terapiji jemljem tudi naravna sredstva, D3, OPC, Vitamin C, OPC, D3 in pa vitamin C, Quercetin, kvercetin, Carnitin, karnitin, wird der Körper geschützt. se telo lahko zaščiti. Auch wenn ich ein Vitabiosa nehme für den Darm, Tudi če jemljem vitabiozo za debelo črevo, fallen mir nicht einmal die Haare raus. mi ne bojo odpadli niti lasje. So gut ist der Körper geschützt. Tako dobro se zaščiti potem telo. Aber die Ärzte sagen den Patienten, nehmen Sie ja keine Naturmittel bei der Krebstherapie. Ampak zdravniki rečejo, ja, ne jemati bilo kakšnih naravnih sredstev pri kemoterapiji. Sonst wirkt das Gift nicht. Potem vam ta strup seveda ne bo prijel. Gift wirkt immer und zwar tödlich. In jaz pravim, da strup vedno prime in to je tudi smrtno. Würden die Ärzte die Naturmittel zulassen oder die Patienten nehmen, trotz dass die Ärzte es nicht empfehlen, Torej, če bi zdravniki to dovolili ali pa bi pacienti sami na lastno pesto jemali, würden die Patienten Vitamin D3 nehmen und ihr Signal ändern, če bi jemali vitamin D3 in spremenili svoj življenjski signal, würden viele Menschen am Leben sein. bi veliko ljudi danes še živelo. Das ist für mich programmierter Mord und darum bin ich auch kein Freund von Ärzten. To je za mene programiran umor in zaradi tega nisem velik prijatelj zdravnikov. Medikamente einnehmen ist ein schleichender Tod. In jemanje zdravil je v bistvu smrt, ki prihaja počasi. Und darum habe ich mich entschieden, den Menschen natürliche Alternative zu bieten. Zaradi tega sem se odločil, da bom ljudem dal zdravo, naravno alternativo. Und das sind die 5 Sachen. In to je teh 5 stvari. Wenn ihr zu mir kommt, frage ich, wie viel Sonne habt ihr in euch? Torej, če bi prišli k meni, bi vas najprej vprašal, koliko sonca dobite, Das Vitamin D3. vitamin D3, Dann habt ihr eine Durchblutung überhaupt? ali imate pravo prekrvavitev, Die wenigsten Menschen die haben Durchblutungsstörungen. ker namreč ljudje imajo motnje prekrvavitve oziroma oteženo. Das kann ich mit dem OPC verbessern, die Durchblutung. Prekrvavitev lahko izboljšamo z OPC-jem. Außerdem frage ich die Menschen, hast du die Bausteine, aus was du bestehst? In naslednja stvar, ki jo vprašam, je, ali imate gradnike, iz katerih je sestavljeno vaše telo. Wir bestehen nicht nur aus Wasser und Mineralien, sondern aus Kollagen. Torej, nismo sestavljeni le iz vode in mineralov, ampak tudi iz kolagena. Kollagen ist weißer Stoff, man sieht das in die Augen. Torej, kolagen je bela snov, ki jo najbolje vidite v vaših Die Arterien bestehen aus očeh. Kollagen, die Arterien. Arterije, se pravi naše žile, so sestavljene iz kolagena tudi. Wisst ihr, wer Kollagen aufbaut? Vitamin C. In gradnik kolagena je prav vitamin C. Menschen, die Vitamin C nehmen, Ljudje, ki jemljejo vitamin C, haben starkes Körpergewebe. Starkes Körpergewebe. krepi telesna tkiva, Haben gesunde Arterien. imajo zdrave arterije. Ohne Vitamin C reißen eure Arterien. Brez vitamina C pa vaše žile začnejo pokati oziroma dobijo luknjice. Und das Gehirn zum Schutz schmiert sie mit Cholesterin zu. In da bi se žile oziroma telo zaščitilo, se v možganih te luknjice zamastijo z holesterolom. Und dann beginnen die Probleme. In takrat se začnejo problemi. Nach D3, Vitamin C und OPC Se pravi, po teh 3 stvarih, D3, vitamin C in OPC, frage ich die Menschen, ob sie verstehen, was ich sage. vprašam ljudi, če pravzaprav razumejo to, kaj jim razlagam. Weil heutzutage geht die Gesellschaft verblödet langsam. Ker danes je v družbi, smo že vsi poneumljeni. Die Leute werden schizophren, dement. Ljudje postajajo šizofreni in pa dementni. Die ganzen Altersheime sind voll mit dementen Menschen. Unsere Eltern werden dement. In vedno več ljudi danes je dementnih, domovi za ostarele so polni takšnih ljudi. Und ich sage immer, geistige Behinderung ist viel schlimmer als physische. In vedno pravim, da je duševno, ko smo duševni invalidi, je to veliko hujše, kot pa če smo fizično. Solange ihr mit Krücken geht oder im Rollstuhl seid, In kakor dolgo še lahko hodite z bergljami ali pa na nekem vozičku, könnt ihr am Leben noch teilnehmen. se lahko sodelujete v življenju. Aber wenn eure Gehirnnerven absterben, Ampak če vaše možganske celice začnejo dann odmirati, wird es dunkel. potem pa bo res temno. Dann könnt ihr eure Frau vergessen, das Haus vergessen, die Enkel vergessen. Potem lahko pozabite na svojo družino, ženo, na vnuke in pa na svojo hišo. Und zuständig, damit ich nicht dement werde, ist Vitamin B12. In potrebno za to, da ne postanete dementni, je vitamin B12. Die ersten Anzeichen durch B12-Mangel
eure Hände kribbeln, eure Füße kribbeln. In prvi znak za to, da imate pomanjkanje vitamina B12, je, da vam nekakšno klebljanje oziroma Die Füße tun weh, v nogah in rokah imate tak občutek, potem vas tudi roke in noge bolijo, zittern. da se tresete Und der Arzt gibt euch Schmerzmittel, in zdravnik vam je da protibolečinska statt zdravila, Vitamin B12. namesto da bi vam dal B12. Und nach ein paar Jahren sind die Nerven abgestorben und die Füße sind taub. In po nekaj letih se vaše živčne celice odmrejo in vaše noge so tope. Und du gehst wie auf Watte. Du gehst als würdest Watte, ohne Gefühl. In potem nimate več občutka v nogah. Das Vitamin B12 ist sehr wichtig. Torej, vitamin B12 je zelo pomemben. Andere Symptome der Vitamin B12, viele ältere Menschen haben Gleichgewichtsstörungen. In zaradi pomanjkanja ima veliko starejših ljudi tudi težave z ravnotežjem. Die fallen hin und brechen sich die Knochen. Padajo in potem si polomijo kosti. Und im Alter kannst du ein Jahr warten, bis der Knochen wieder zusammenwächst. In v neki starosti je potem potrebno že čakati kar nekaj let, da se takšna kost spet zaraste. Vitamin B12-Mangel führt zu Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. In pomanjkanje vodi tudi k temu, da imate probleme z ravnotežjem, da se vam vrti. Ich werde schlecht sehen, schlecht hören, schlecht riechen, schlecht schmecken. Torej, vsa čutila postanejo slabša, se pravi voh, vid, sluh in pa okus. Euer ganze Tinnitus, was die Ohren pfeifen, ist B12-Mangel. Torej, če vam piska v ušesih, je tudi to pomanjkanje vitamina B12. Die Leute werden dement oder kriegen Hörgeräte, aber kein Arzt verschreibt Vitamin B12. Torej, postanete dementni, začnete slabše čuti in dobite različne naprave, da bi bolje slišali, ampak nihče vam ne predpiše vitamina B12. Außerdem Vitamin B12-Mangel macht aggressiv. In zaradi pomanjkanja vitamina B12 tako postanete tudi agresivni. Man sieht bei älteren Männern, Pri starejših moških lahko to vidite. sagen die Frauen, ich weiß nicht, mein Mann, wie er jung war er voll in Ordnung, jetzt jedes Mal rastet er aus. In pravijo njihove žene, da je bil gospod, se pravi mož, čisto v redu in zdaj naenkrat je pa on čisto besen. Reizbarkeit, Erregbarkeit, Verlust der Selbstkontrolle. Zgubljajo kontrolo in so zelo iritirani. Und was noch kommt dazu, die Menschen werden auch im Alter eifersüchtig. In kaj se še dogaja? Naenkrat v starejši dobi postanejo ljudje ljubosumni. Sagt der Opa, der Oma, du hast mich betrogen. In en drugemu rečejo, ja, sedaj pa si me prevarala. Ja, die Oma wird mit 80 auf den Strich gehen, oder? Ja, in sedaj bo seveda babica pri 80 letih šla seveda si nekoga drugega poiskati. Aber da seht ihr, Vitamin B12 verfälscht euer ganzes Denken. Ampak vidite, vitamin B12 pomanjkanje v bistvu vam lahko izkrivi celotno razmišljanje. Das führt zu Manie und Halluzinationen. In vodi lahko do manij in pa halucinacij. Haben wir kein Vitamin B12, können wir im Leben keine richtigen Entscheidungen treffen. In če imamo pomanjkanje vitamina, ne moremo sklepati pravih odločitev. Und jeder entscheidet nicht für sich selbst, sondern für seine Familie, für sein Umfeld. Und dadurch werden manche Leute vielleicht auf die schiefe Bahn gezogen. In nekateri odločajo tudi za širše okolje in zaradi tega včasih zaidejo tudi na napačna pota. Und dieser B12-Mangel ist ganz leicht zu beheben. In to se da zelo z lahkoto popraviti, to pomanjkanje. Ich lutsche zweimal Vitamin B12 in der Früh und am Abend. Zvečer in pa zjutraj poližete 2 tableti vitamina B12, 4 Monate. 4 mesece. Und danach kann ich mit dem Vitamin B-Komplex meinen Spiegel halten. In potem lahko z B-kompleksom ta nivo držite. Ich sage lutsche, weil es gibt auch Vitamin B12-Kapseln. Pravim lizati, se pravi v ustih, zaradi tega, ker obstajajo tudi kapsule. Aber weil Sodbrennen eine Volkskrankheit ist, Sodbrennen, Ampak zaradi tega, ker je kislina v želodcu včasih tudi zelo popularna. wenn einer von euch Sodbrennen gehabt hat, kann er kein Vitamin B12 aufnehmen über den Magen und den Darm. Če ste imeli zgago, se pravi kislino v želodcu, potem ne boste mogli sprejemati tega vitamina preko sluznice. Aber ihr könnt dieses Vitamin B12 lutschen über Zahnfleisch, Zähne, Zunge. Ampak lahko pa ližete in boste sestavine oziroma učinkovine sprejeli skozi usta. Und dadurch geht der Spiegel hoch. In na ta način se bo povišal tudi vaš nivo v krvi. Der Vitamin B12 ist zwischen 200 und 900. Der Spiegel ist 200 und 900. Nivo je med 200 in 900. Ja, 200 und 900 Pikogramm. Se pravi, nivo je nekje med 200 in 900. Aber 80% der Menschen haben Mangel. Ampak 80% ljudi ima pomanjkanje. Ihr seht, deshalb Vitamin D3, OPC
Vitamin C, B12 Torej OPC, vitamin D3, vitamin C in pa B12. und als letztes, was haben die meisten von euch Schmerzen? Torej, in pa zadnja stvar, veliko vas ima ljudi tudi bolečine. Es wird niemals gefragt, von wo die Schmerzen kommen, In nikoli vas ne vprašajo, od česa pravzaprav pride do nekih es wurde die bolečin. Anzahl der Schmerzmittel erhöht. Ampak se samo zvišuje število zdravil, ki vam jih dajo. Und heutzutage sterben Menschen an Schmerzmitteln. In danes ljudje umirajo zaradi analgetikov. Wenn das Schmerzmittel zu stark ist, Takrat, ko so zdravila premočna, schaltet der Körper ab se telo enostavno izklopi. und will wieder hochfahren. Will wieder hochfahren. Ampak želi se seveda tudi spet zagnati. Weil wir aber keine Nährstoffe haben, bleiben wir liegen. Ker pa nima hranil obležitelov. Und für mich sind Ursache von Schmerzen Entzündungen. In za mene so razlog, zakaj imamo bolečine, vnetja. Ohne Sonne erneuert sich unser Körper nicht. Kot smo rekli, brez svetlobe se naša telesa ne obnavljajo Unsere Gelenke beginnen zu vermodern, der Darm fängt an zu verfaulen. in naši sklepi se obravljajo, naše notranji organi oziroma prebava začne pešati Und dann nützt kein Schmerzmittel, in potem nam ne bodo več delovali oziroma prijeli analgetiki. sondern ich muss schauen, durch Vitamine 3 meine Gelenke zu erneuern. Ampak lahko z vitaminom C pa obnovite telo. Und es gibt einen einzigen Stoff, der entzündungshemmend ist. In obstaja ena snov, ki pa vnetja preprečuje. Den haben wir selber im Körper, jeder von euch. In to imamo sami v telesu, vsak izmed vas. Das organische Schwefel To je organsko žveplo. ist ein weißer Pulver, ist das viertgrößte Element im menschlichen Körper. Viertgrößte Element. Nach was? To je četrti največji element v telesu. Schwefel ist so giftig wie ein Glas Wasser. In približno toliko je strupen kot kozarec vode. Eure Pferde kriegen den Schwefel schon seit 30, 40 Jahren. In konji dobivajo žveplo že okoli 30-40 let. Aber wir Menschen sind es nicht wert. Ampak očitno mi ljudje tega nismo vredni. In Slowenien ist ein Pferd mehr wert als Mensch. In tukaj v Sloveniji je konj več vreden danes kot pa človek. Für mich haben beide denselben Wert. Za mene sta oba isto vredna. Würden die Menschen Schwefel nehmen, Če bi ljudje jemali žveplo, angefangen mit 1-2 Gramm pro Tag, na začetku 1-2 grama na dan, das sind zweimal einen halben Teelöffel to sta dvakrat približno čajna žlička oder zweimal 2 Kapseln ali pa dvakrat 2 kapsuli. und nach einer Woche steigern auf 3 Teelöffel. In po enem tednu zvišamo dozo na 3 žličke čajne. Man kann bis zu 20 Teelöffel nehmen ohne Risiko, Brez rizika lahko vzamemo vse do 20 čajnih žličk, muss aber nicht sein. ni pa potrebno. Lasst die Schmerzen nach 1-2 Wochen nach. Bodo bolečine popustile v 1 do 2 tednih. Nimm Gelenkschmerz, Gichtschmerz, Knochenschmerz. Če imate bolečine v kosteh, v sklepih in pa žolč, Unsere Bänder und Sehnen werden geschmeidiger. naše kite in pa vezi bodo postali bolj prožni, Wir können besser gehen, besser laufen. lahko bolje hodimo, bolje tečemo, Aber kein Arzt verschreibt Schwefel. ampak noben zdravnik nam nikoli ne predpiše žvepla. In Australien gibt es eine Klinik, die therapiert nur mit Schwefel. V Avstraliji obstaja klinika, kjer terapirajo samo z žveplom. Aber das hat die Pharma wahrscheinlich so eine Stärke wie Slowenien oder Österreich. Ampak tam verjetno farmacija ni toliko močna kot pa tukaj v Sloveniji in v Avstriji. Das sind noch selbstständige Menschen. Tam so še malo bolj neodvisni ljudje. Wie ich gesagt habe, dass Schwefel MSM für die Schmerzen hilft, Torej, žvepla MSM pomaga proti bolečinam. habe ich bekommen 60.000 Euro Strafe Zato, da sem to povedal, sem dobil 60.000 evrov kazni und 10 Tage Gefängnis. in 10 dni zapora. Ich stehe noch immer auf der Bühne und sage, Schwefel hilft für Schmerzen. Torej, še vedno stojim na odru in še vedno pravim, da žveplo pomaga pri bolečinah. Sie glauben, dass man mit Geld oder Gefängnis Menschen stoppen kann? Namreč nekateri verjamejo, da lahko s kaznimi in zaporom zaustavijo človeka, Mich jedenfalls nicht. ampak mene ne. Voriges Jahr habe ich gezahlt 1 Million Euro, V prejšnjem letu sem za takšne stvari plačal okoli 1 milijon evrov. 500.000 Euro Strafe, Kazni za pol milijona 500.000 Euro Anwaltskosten. in pa stroškov z odvetniki spet za pol milijona evrov. Und habe einem Haufen Menschen geholfen. Veliko ljudem pa sem pomagal. Das Geld ist von den Menschen, ist für die Menschen zurückgegangen. Torej, denar je prišel od ljudi in je šel ljudem nazaj. Produkte habe ich auch verschenkt für 500.000 Euro. Tudi produktov sem podaril za nekje 500.000 evrov. Und ihr seht, ich bin noch immer da, ich habe mich auch nicht versteckt in Holland oder in der Schweiz.
Torej, vidite, še vedno sem tukaj, nisem se skril v Švici ali pa na Nizozemskem. Weil meine Devise ist, lieber auf die Füße zu sterben, als auf die Knie zu leben. Torej, namreč moj moto je, Lieber auf die Füße zu leben, als auf die Knie zu sterben. torej, bolje je živeti na kolenih, kot pa umreti na nogah. Ne. Kontra? Okay, še veste. Okay, hier nehmen wir nochmal Vitamin D3, dass jeder weiß, wie ich dosiere. Torej, še enkrat bomo ponovili, kako dozirati vitamin D3. Ich kann täglich 10 Tropfen Vitamin D3 nehmen, habe heute angefangen. Torej, od danes lahko jemljete vitamin D3 10 kapljic. Da habe ich nach 40 Tagen meinen Spiegel erreicht. Potem ste nivo dosegli v 40 dneh. Aber am besten ist, wenn man erstmal 10 Tage den Tank erstmal auftankt, 10 Tage 40 Tropfen nimmt. Torej, najbolje pa je najprej natankati, se pravi rezervoar napolniti 10 dni 40 kapljic. Die 10 Tage sind genau wie 2 Wochen Urlaub in der Karibik. Teh 10 dni je enako dopustu na Karibi 2 tedna. Nach 10 Tage 40 Tropfen, danach lebenslang 10 Tropfen Vitamin D3. Potem pa jemljemo doživljenjsko 10 kapljic dnevno. Dadurch wird meine Verdauung funktionieren, ich habe eine tolle Haut. Torej, vaša prebava se bo izboljšala, imeli boste lepšo kožo. Ihr habt auch jeder gesehen, die Hautkrankheit haben, ob sie Neurodermitis oder Schuppenflechte haben, Psoriasis. Torej, v primerih, kjer imate probleme s kožo, se pravi psoriazo ali pa luskavico. Was 2 Wochen Urlaub am Meer bewirken. Torej, če greste s temi boleznimi kože na morje, vidite, kakšno moč ima morje oziroma sonce. Meist ist die Haut verheilt, auch bei Kindern, bei Erwachsenen. Torej, če greste na dopust, boste kmalu videli, da se koža zaraste, tudi pri otrocih. Da kommt ihr zurück nach Slowenien Potem pridete nazaj v vom Slovenijo Urlaub iz dopusta und nach 3 Monaten kommt die Schuppenflechte wieder. in po 3 mesecih se luskavica spet vrne. Und die meisten Leute haben die Probleme im Herbst, wenn die Dunkelheit beginnt. In veliko ljudi ima težave takrat, ko pride jesen in se spet začne tisto malo bolj temno obdobje. Im Sommer ist die Haut viel besser. Torej, ko imamo dovolj sonca, je naša koža veliko lepša. Damit ihr eine gesunde Haut und wegkommt, Torej, da imate lepšo kožo, brauche ich Vitamin D3. potrebujemo vitamin D3. Das Signal produziert gesunde Haut. Ta signal producira lepšo kožo. Die Haut besteht aus Vitamin C Iz vitamina C je sestavljena koža. und OPC durchblutet die Haut. In OPC je tisti, ki pa prekrvavi kožo. Und vielleicht Zink für eine, wenn ich trockene, schuppige Haut habe, fehlt den Menschen Zink. Torej, če imate pa suho, takšno raztrgano kožo, pa vam manjka cink. Die meisten Menschen schmieren nur Salben von außen auf die Hand, In veliko ljudi si maže razne kreme na aber die kožo. Schönheit kommt von innen. Ampak lepota prihaja od znotraj. So dass die 4 Sachen würde ich nehmen, wenn ich Hautkrankheiten hätte. Torej, te 4 stvari bi vzel, če bi imel kožne bolezni. So nochmal 10 Tage 40 Tropfen D3 und danach 10 Tropfen lebenslang. Torej, še enkrat 10 dni 40 kapljic vitamina D3 in potem doživljenjsko 10 kapljic dnevno. Diese Vitamin D3 verträgt ihr ja mit euren Medikamenten, ihr müsst ihr nichts Angst haben, dass ihr Nebenwirkungen habt. Torej, ni se treba bati, da ne bi mogli jih jemati skupaj z drugimi zdravili, ker ni nevarnosti. Und auch keine Angst von Einheiten mit 10.000 oder 40.000. In tudi se ne bojite teh enot, ki zgoraj pišejo po 10 tisoč, Weil früher war Vitamin D3 ein Mikrogramm ker včasih je bil D3 v mikrogramih und die Ärzte waren so schlau und gesagt, dass damit die Leute Angst haben, machen wir von 25 Mikrogramm 1000 Einheiten. in da se bojo ljudje malo bolj bali teh enot, bomo iz 25 mikrogram naredili 1000 enot. Die Leute haben Angst vor hohen Zahlen. Namreč ljudje se bojimo velikih številk. Vergleichen den D3-Spiegel mit den Preisen des Hauses. In primerjamo neke enote vitaminov D3 z cenami hiš. So dass 10 Tage 40.000 Einheiten sind 400.000 Einheiten. Jeder Mensch kann diese 400.000 Einheiten innerhalb von 10 Tagen aufnehmen. Torej, to, ko smo poračunali, kar smo prej rekli, je 400 tisoč enot in to lahko zaužijete v 10 dneh. Je Bei okay. Kindern ist auch ganz leicht auszurechnen. Tudi pri otrocih je to zelo lahko izračunati. Jede 10 Kilogramm Körpergewicht, Torej, na vsakih 10 ein Tropfen, 1000 Einheiten Vitamin D3, ein Tropfen. Torej, eno kapljico na vsakih 10 kg telesne teže. Hat ein Kind 30 Kilo, kriegt er 3 Tropfen. Torej, če ima 30 kg otrok, je to 3 kapljice. Die ersten 10 Tage, wer Vitamin D3 nimmt, braucht ja auch noch Magnesium. Torej, in teh prvih 10 dni, ko jemljete, rabite pa še magnezij. Ohne Magnesium im Körper steigt euer Vitamin D3-Spiegel nicht.
Torej, če nimate magnezija, takrat, ko začnete to jemati, vaš nivo D3 ne bo narastel. Außerdem, Menschen, die Osteoporose haben, In tudi ljudje, ki imajo osteoporozo, würde ich Vitamin K2 nehmen, dass ich starke Knochen kriege. bi jemal vitamin K2, da bi imel močnejše kosti. Und zwar 10 Tropfen. In sicer 10 kapljic. Das sind ca. 200 Mikrogramm. To je 200 mikrogramov. K2 kann man die ganze Flasche trinken, müsst ihr keine Angst haben. In ni se treba bati, vitamina K2 lahko spijete tudi celotno stekleničko. So das 10 Tage 40 Tropfen T3, Torej 10 dni 40 kapljic, danach 10 weiter. potem 10 kapljic K3. Magnesium entweder flüssig oder auf die Haut sprühen. Magnezij, se pravi tisto bil D3, to je sedaj magnezij, lahko jemljete peroralno ali pa ga pobrizgate po koži. Und 10 Tropfen Vitamin K2. 10 kapljic vitamina K2. Und mit den 3 Sachen schaffe ich das innerhalb von 7 Tagen In z tem vsem bom dosegel, da v 7 dneh, aus der Dunkelheit, aus dem Keller draußen bin. da bom prišel iz kleti na svetlobo. Und zum Thema Depressionen, In k temi depresije, viele Menschen sind depressiv, veliko ljudi je depresivnih dann ist auch kein Psychopharmaka, sich ständig zu betäuben. in potem ne boste tudi rabili farmacevtskih sredstev za psiho, da vam dvignejo razpoloženje. Unsere Depressionen kommen vom Lichtmangel. Naše depresije so zaradi pomanjkanja svetlobe oziroma sonca. Wenn ich einen von euch 10 Tage in dunklen Raum einsperre, Če bi bilo katerega od vas 10 dni zaprl v samici oziroma temnici, einzelhaft im Dunkeln, se pravi samica v temi, nach 10 Tagen kommst du gebrochen raus. in po 10 dnevih se bi vrnili iz te samice zlomljeni. Natürlich wirst du depressiv. In od tega postanete Dein depresivni. Körper schaltet alle Funktionen ab. Und deshalb Menschen, die jetzt Psychopharmaka nehmen, sollen die weiternehmen, nicht die Medikamente absetzen Torej, vsi tisti, ki jemljete psihofarmakološka sredstva, und einfach Vitamin D3 nehmen njih treba odstaviti, vzemite še enostavno samo zraven vitamin D3. und erst nach einem Monat ganz langsam immer ein Viertel weg, 2 Wochen warten, noch ein Viertel weg, langsam weg vom Medikament. Se pravi, po nekaj tednih vzemite malo psihofarmakoloških sredstev stran in potem po nekaj tednih spet, se pravi 1/4 manj, potem vedno manj. Weil diese Medikamente haben unsere Körperfunktion übernommen. Zaradi tega, ker so ta zdravila prevzela funkcijo, ki jo ima sicer telo naravno. Erstmal muss unser Körper die Funktionen wieder zurücknehmen. Torej, telo mora najprej začeti delovati po normalnem Und sistemu. dann kann man sich von dem Medikament langsam trennen. In potem postopno lahko začnete opuščati ta zdravila. Okay. Zum Thema Herz. Viele Menschen haben Herzprobleme, schwaches Herz. Torej, sedaj gremo k temi srce. Veliko ljudi ima slabotno srce. Was ist die Lösung für die Medizin? Kaj je rešitev za zdravnike oziroma medicino? Strom. Elektrika oziroma, Wir kriegen einen Herzschrittmacher. torej dobimo srčni spodbojevalnik. Wenn ein Mensch schwach ist, der kriegt von mir nicht zu essen, der kriegt Stromschläge. Torej, če je človek slaboten, ne dobi od mene nekaj za jesti, ampak ga dam priklopim na Vielleicht kann er dann elektriko. besser arbeiten, oder? Mogoče bo tako malo boljše delal. Das sind Therapien, da packst du am Kopf an, wer weiß, was da passiert. Torej, to so res nore terapije, ki ne razumem, kaj se dogaja. Merkt euch, schwache Herzen brauchen Nährstoffe. Torej, zapomnite si, slabotno srca potrebujejo hranila. Manche Leute haben nur noch 20-30% Herzleistung. In nekateri ljudje imajo samo 20-30% še srčne zmogljivosti, se pravi, koliko še sploh lahko deluje. Und viele wissen nicht, dass mit 300 Milligramm Q10, 3 Kapsel Q10 im Monat, In veliko ljudi ne ve, da s 300 täglich, mg 3 Kapsel täglich, 3 kapsulami je Q10. Q10 dnevno, Jedes Monat die Herzleistung um 10% steigt. da se vsak mesec dvigne zmogljivost srca za 10%. Bedeutet, in 6-7 Monaten habe ich fast wieder ein gesundes Herz. Spravi, v pol leta imamo skoraj spet zdravo srce. Aber kein Arzt verschreibt Q10, Ampak seveda noben zdravnik ne predpisuje koencima Q10. weil sie überhaupt gar kein Interesse an uns haben. Zaradi tega, ker nima interesa. Und deshalb will ich, dass die Menschen wissen, was sie brauchen. Wenn ich ein krankes Herz habe, brauche ich erstmal OPC für die Durchblutung. Torej, če imam slabotno srce, ki slabo dela, najprej rabim OPC za prekrvavitev. Dann genau wie ihr einen Mund habt, hat auch jede Herzzelle einen Mund. In tako kot vi imate vaša usta, ima tudi vsaka srčna celica svoja usta. Und dieser Mund heißt Carnitin. In ta usta se imenujejo karnetin. In der Früh 2 bis 4 Gramm Carnitin Zjutraj 2 do 4 grame karnetina, steigert die Herzleistung, se poviša zmogljivost srca, reduziert den Puls, zreducira se oziroma zniža se puls, schützt die Leber, ščitijo se jedra steigt das Immunsystem.
in se imunski sistem okrepi. und verbessert die Spermien bei den Männern. In pri moških se okrepi sperma. Weil das Problem ist, wir kriegen auch keine Kinder mehr. Problem je tudi namreč ta, da ljudje več ne morejo dobiti otrok. Die Bevölkerung wird alt und es kommen viele Ehepaare ein Problem, dass sie keine Kinder kriegen. Namreč ljudje se staramo, mladi ljudje pa ne morejo dobiti otrok. Und diese junge Paare haben Nährstoffmangel. In ti mladi pari namreč imajo pomanjkanje hranil. Was ist die Lösung der Medizin? Torej, kaj je spet rešitev medicine? Künstliche Befruchtung. Umetna oploditev. Auch nicht billig. Tudi seveda ni poceni. Und da wird eine Eizelle gepflanzt in eine Frau, die fast halb tot ist. In potem bomo jajčice usadili v žensko, ki je na pol mrtva. Und dann verliert sie die Schwangerschaft. In potem seveda izgubi otroka oziroma sredi nosečnosti. Die Amerikaner sind noch gescheiter. Američani so tu malo bolj Die pametni. pflanzen schon kleine Embryos rein. Oni že male embrije, Die aber auch Daher- sterben nach 2 Wochen. ki v ženski spet po 2 tednih odmrejo. Wenn eine Frau kein Vitamin D3 hat, Če ženska nima vitamina D3, kein Lebenssignal, nima življenjskega signala, wenn eine Frau kein B12 hat oder ein Mann, če ima pomanjkanje vitamina B12, hat sie keine Erbsubstanz. nima dedne zasnove, Da weiß der Körper nicht, wie das Kind ausschauen soll. potem telo enostavno ne ve, kako bi naj ta otrok izgledal. Wenn eine Frau oder ein Ehemann Lysinmangel hat, Če ima moški pomanjkanje lizina, ist er unfruchtbar. ni ploden. Wenn er kein Carnitin hat, Če nima karnitina, können die Eizellen und sowas nicht befruchtet werden. tudi jajčeca pri ženski ne morejo biti oplojena. Das Einzige, was Schwangere kriegen, ist Folsäure. Edino, kaj dobijo, je folna kislina. Nehmen die keine Folsäure, hat das Kind offener Rücken. In če ne jemljajo, potem imajo težave z hrbtom. Ich habe das bei fast 30, 40 Paare Pri 30-40 parov sem sedaj, geschafft, dass sie ein Kind bekommen. mi je uspelo, da so lahko zanosili in dobili otroka. Ich habe die Nährstoffe genommen, die ich gesagt habe, Torej, jemali so vsa tista hranila, ki sem jim jih und die priporočal, Frau ist schwanger geworden in ženska je zanosila. und hat auch keine Beschwerden gehabt wegen der Schwangerschaft. In tudi ni imela nobenih težav med Weil durch nosečnostjo. den D3-Mangel während der Schwangerschaft Ker zaradi pomanjkanja vitamina D3 med nosečnostjo kriegt die Schwangere Schwangerschaftsdiabetes. dobi nosečnica lahko tudi nosečnost, Je siebten nosečniški diabetes. Im 7. Monat In v 7. mesecu und dadurch muss sie Metformin bekommen. in mora dobiti formin B. Und das geht voll auf den Embryo. In to ima tudi veliko stranskih učinkov. Ja, die Leute schauen, ein Automechaniker lernt jetzt über Gesundheit. Tukaj vidite, se pravi, avtomehanik se uči o zdravju, Ich kenne mich mit Homöopathie aus. Homöopathie. spoznam se tudi na homeopatijo, Ich kenne alle Kräuter, poznam vsa zelišča. alle Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel, die Aha, Nutrienten. se pravi, dopolnila, prehranska dopolnila, Auch alle Kräuter. vsa zelišča, Ich weiß, was eine Hexe macht. vem, kaj dela čarovnica Ich weiß, was ein Arzt macht. in vem, kaj dela zdravnik. Sonst würde ich nicht auf der Bühne stehen. Sicer ne bi stal tukaj na odru. Und bei jedem Vortrag sage ich immer, wenn ein Arzt da ist, kann er hochkommen und kann sagen, alles, was Robert Franz sagt, stimmt nicht. In okolikor vedno rečem na predavanjih, če je tukaj kak zdravnik, lahko pride na oder in reče, to ne drži. Seit 8 Vorträgen hat sich kein Arzt auf die Bühne getraut. In že zadnjih 8 predavanj se nihče ni prikazal na odru. Ich habe sogar ein Video gedreht, Posnel sem celo video, wo ich 3 Stühle hin habe. kjer imam 3 stole Ich habe gesagt, da kann jeder Arzt kommen von Österreich, von Deutschland, von der Schweiz. in rekel sem, tukaj lahko pride zdravnik iz Avstrije, Hat Nemčije in pa Švice. hat einen Monat Zeit Ima en mesec časa zu sagen, alles, was ich sage, stimmt nicht. in lahko trdi, se pravi, vse, kar jaz rečem, ne drži. Kein Arzt hat sich weltweit gemeldet. Na celem svetu se ni javil niti eden zdravnik. Ich habe die Stühle rausgeworfen vom Studio Smo vrgli ven tiste stole iz studija, und habe gesagt, in meinen Augen hat die Medizin versagt. se pravi, po mojem mnenju je tukaj medicina odpovedala. Wenn ein Arzt, ein Automechaniker sie nicht durchsetzen kann, dann sind für Ärzte nicht relevant. Torej, zame zdravniki niso relevantni, če se proti avtomehaniku ne more zagovarjati svojega mnenja. Ich habe auch nicht Medizin studiert, ich muss auch nicht studieren. Torej, nisem študiral medicine in niti ne rabim študirati. Was wir heutzutage brauchen, Torej, kaj danes rabimo, ist ein gesunder Menschenverstand. je zdrava pamet. Und den haben die meisten Leute nicht. In tega večina ljudi danes nima. Wir lassen uns von anderen Leuten verdummen, beeinflussen. Torej, pustimo, da nas poneumljajo, da vplivajo na nas. Wenn ich aber schaffe, die Menschen für die Gesundheit selber zu entscheiden,
Če pa mi uspe, da ljudje začnejo sami odločati o svojem zdravju, indem ich euch Wissen gebe, s tem, da vam dajem znanje, habe ich euch die größte Angst genommen und die wichtigste Entscheidung. torej sem vam vzel največji strah in vam tudi dam veliko. Dann wird in eurem Leben alles ganz leicht sein. In potem bo v vašem življenju veliko stvari postalo enostavnih. Merkt euch, was die Menschen auch da im Saal ausmacht, was euch ausmacht. Torej, zapomnite si, to je tisto, kar je del vas tukaj v tej dvorani. Ist nicht ein dickes Bankkonto, Torej, se pravi, tisto, kar vas definira, ni debela denarnica, ein tolles Auto oder ein Haus, čudovit avto ali hiša, sondern eure Erfahrung. ampak vaše izkušnje. Und in Sachen Erfahrung, in Sachen Gesundheit haben wir keine Erfahrung. Torej, ampak pri temi zdravje nimamo nobenih Weil izkušenj. keiner uns bis jetzt aufgeklärt hat. Namreč, ker noben ne ozavešča o tej temi. Stelle ich eure Frage, wo ihr keine Erfahrung habt, kommt fast keine Antwort. Torej, če vas vprašam, kaj o čemer nimate izkušenj, seveda ne more priti tudi noben odgovor. Deshalb arbeitet an eurer Erfahrung, deshalb seid ihr auch da. Torej, delajte na svojih izkušnjah in zaradi tega ste tudi danes tukaj. Nach Erfahrung zählt für mich im Leben die Menschlichkeit. Torej, druga stvar, ki zame šteje, je zatem človečnost. Wie menschlich sind wir alle eigentlich? Koliko človečnosti je v nas? Jeder würde für seine Tochter, für seine Frau, für seine Familie alles machen. Torej, vsi bi za svojo družino, za svoje otroke naredili vse, Die anderen interessieren uns nicht, drugi pa nas sploh ne zanimajo. gehören nicht zu uns. Torej, nekako ne spadajo k nam. Meine Familie hat 7 Milliarden Menschen Moja družina pa ima 7,5 milijarde und ich sehe ljudi. die Erde als eine große Familie. In vse ljudi vidim kot eno veliko družino. Nur wir werden durch Systeme gegeneinander aufgehetzt, Ampak sistemi so tako narejeni, von ein da paar postanemo Menschen, sovražniki, genau, von ein paar Menschen, von anderen Menschen, die uns, da postanemo ljudje med sabo sovražniki, wir wissen nicht, wie stark sind, wie wir sind, ampak ne vemo, kako močni pravzaprav smo. weil jeder von euch denkt, dann habe ich einen Vorteil oder einen Nachteil. Zaradi tega, ker si ljudje mislimo, da zaradi nečesa imamo neko prednost ali pa smo nekje zadaj. Im Leben ist alles da, es gibt keinen Vorteil und keinen Nachteil. Ampak to ne obstaja v življenju. Za vse je tukaj vse na tem planetu. Du musst es dir holen, Vse si samo moramo vzeti. aber deshalb musst du Erfahrung haben, Ampak zaradi tega potrebujemo izkušnje, musst menschlich sein treba je biti človeški und Gesundheit das dritte. in tretja stvar je zdravje. Wenn ich die 3 Sachen habe, ist das Leben ganz leicht. Torej, če imam te 3 stvari, je življenje enostavno. Nur die Gesundheit haben wir nicht. Ampak zdravja pa nimamo. Und noch etwas, merkt euch, In še nekaj si viele von euch zapomnite. haben jetzt Ängste, Veliko ljudi ima danes strahove, ihr seid aber angstfrei geboren. ampak rodili ste se pa brez vsakršnih strahu. Dann im Laufe des Lebens habt ihr die Ängste bekommen. V toku življenja ste se pridobili nekatere Ich habe strahove. Angst, meine Frau verlässt mich. Strah me je, da me bo žena Ich habe zapustila, Angst, ich verliere meinen Job. strah me je, da bom izgubil službo, Ich habe Angst, mein Kind wird krank. strah me je, da mi bo zbolel otrok, Ich kann meine Rechnung und meine Miete nicht bezahlen. da ne bom mogel računov ali pa najmnine plačati. Erstmal müssen wir Angst haben, dass wir unsere Identität verloren haben. Ampak prva stvar, ki vas bi pa morala skrbeti, je, da zgubite svojo identiteto. Viele von uns haben aufgegeben wegen einer netten Geste, einer Umarmung, wegen 50 € Haushaltsgeld. Veliko ljudi se sprijazni z nekaterimi stvarmi za nekaj malega denarja, za prijetno besedo, za topel objem. Nehmt eure Identität zurück, Vzemite svojo identiteto weil nazaj, jeder Mensch ist einzigartig. ker namreč vsi smo enkratni. Es werden immer Menschen sein, die dich mögen und nicht mögen. Vedno bodo obstajali ljudje, ki smo jim všeč ali pa Aber ki nismo deshalb müsst ihr všeč. euch nicht verfälschen Ampak zaradi tega se ni treba spreminjati und nicht auf alle Hochzeiten mittanzen. in tudi ne plesati na vseh porokah zraven. Und gewöhnt euch im Leben 2 Begriffe, entweder klares Ja oder klares Nein. In zapomnite se v življenju, ali rečete jasen ja ali pa jasen ne. Bei den meisten heißt es Jein. Ker pri večini je to neka umestna varianta, se pravi. Darum haben ja. wir jetzt die Probleme. In zaradi tega imamo danes probleme. Okay, gehen wir weiter nach Vitamin D3, habe ich gesagt, von Vitamin C. Torej, naslednja stvar za vitaminom D3 bomo govorili o vitaminu C. Es kann jeder wählen, was für Vitamin C er nehmen wird, der Körper macht keinen Unterschied. Torej, vsak si lahko odloči sam, kakšen vitamin C bo jemal, namreč telo tukaj ne razlikuje. Ob ich eine künstliche Ascorbinsäure nehme, Askorbinsko kislino recimo, ob ich Acerola nehme acerola, oder Hagebutte. Šipek. Ja, Hagebutte, die von den aha, Rosen. šipek. Genau. Der Körper nimmt das dankend an. Torej, telo v vsakem primeru to sprejme. Menschen, die Vitamin C nehmen, leben lange.
Torej, ljudje jemljemo vitamin C celo življenje. 3 Beispiele. Linus Pauling war Vitamin C-Papst 95 Jahre. Torej, Linus Pauling je s 95 let živel in on je bil nekakšen papež vitamina Hat C. einen Nobelpreis für Vitamin C bekommen. Za vitamin C je dobil Nobelovo nagrado. Senjer war in Ungarn, hat Vitamin C das erste Mal erfunden. Na Madžarskem je bil Senjer, ja. 97. Je bil 97 let star. Und Else Bolich, das war eine alte Frau da von Italien, Else Bolich je stara gospa v Italiji, die hat 107 Jahre gelebt. živela je 107 let. Auf der letzten Seite von dem Buch hat sie geschrieben, Na zadnji stran svoje knjige je napisala: ich bin so alt geworden, toliko stara sem postala mit Gottes Hilfe, z Božjo pomočjo bei Vertrauen und viel Vitamin C. in veliko vitamina C. Ihr seht, deshalb empfehle ich Leute, nehmt Vitamin C, dadurch Vitamin C sauren Fettbörner. Torej priporočam vitamin C, prav tako pa je tudi kurji maščobe. Jetzt für die Durchblutung, viele von euch nehmen Blutverdünner, Torej k temi prekrvavitev, veliko vas jemlje tudi sredstva za rečenje krvi. mehr oder weniger vertragt ihr oder vertragt es nicht. Veliko lahko sprejme, se pravi telo dobro sprejme, veliko krat pa tudi ne. Für manche ist eine Notlösung, dass nichts passiert, dass keine Plättchen hängen bleiben oder ein Schlaganfall passiert. Veliko vas tudi jemlje to v neki stiski, zaradi tega, da ne bi neki strdki nastali v Das krvi. übliche ist Aspirin. Najbolj pogosto se jemlje aspirin. Und das sind die neuen Blutverdünner, Xarelto, Pradaxa, Sintrom Xarelto, Pradaxa so pa nova sredstva, Sintrom und als letztes noch Marcumar. in pa nazadnje še Marcumar. Warum? Zaradi česa? Weil viele Menschen sogar Vorhofflimmern haben, Herzflimmern. Veliko ljudi ima tudi, se pravi, srčno aritmijo Und da kann ein Blutgerinnsel entstehen. in v tem primeru lahko nastane krvni strdek. Und dieser bleibt irgendwo hängen, verursacht einen Schlaganfall. In če se ta kje zatakne, lahko povzroči srčni infarkt. Zum Thema Vorhofflimmern K temi je srčna aritmija, und Herzrhythmusstörungen, se pravi motnje srčnega ritma. was ich vorher gesagt habe, OPC, Carnitin und Q10. Se pravi, kaj sem prej rekel, OPC, karnitin in Q10. Q10 stoppt schon 60% aller Herzrhythmusstörungen. In Q10 zaustavi 60% problemov z srčnim ritmom. Ich bin Automechaniker, wenn ein Motor kein Benzin hat, fängt er an zu stottern. Torej, jaz sem avtomehanik, torej, če v motorju ni dovolj benzina, začne se tresti oziroma slabo delati. Wenn ein Herz keine Nährstoffe, fängt es auch an In zu stottern. to se zgodi tudi s srcem, če nima dovolj hranil. Da muss ein gesunden Menschenverstand haben. Außerdem gibt es noch, ich kann an Bord, auch die homöopathische Mittel, der kennt sie, für Herzrhythmusstörungen gibt es Spartium scoparium. Spartium scopal, se pravi, to je homeopatsko sredstvo Für Vorhofflimmern. za tudi z probleme z srčnim ritmom, se pravi Das ist eine gelbe Pflanze. to je ena rumena rastlina. Wenn man ein Blatt von dem isst, kriegt man Herzrhythmusstörungen. Če bi to seveda, če bi pojedel en listič, bi dobil probleme z Homöopathisch homeopatsko wirkt es gegen Vorhofflimmern. pa deluje proti. Und ich habe viele Leute vom Krankenhaus raus mit Q10 und Spartium scoparium. Se pravi, s Spartium scopalom in pa s Q10 je že veliko ljudem pomagal. Und ich bin auch immer unterwegs bei Menschen in Krankenhäusern. In veliko tudi hodim po Ich habe keine Angst vor Ärzten in ni me strah zdravnikov. und habe schon viele Menschen, Psychiatrie und Krankenhäuser rausgenommen. In veliko ljudi sem že vzel ven iz bolnišnic. Außerdem mit dem OPC, mit dem Traubenkernextrakt, Z OPC-jem pa heilt jede Wunde in Hälfte von Zeit. se vsaka rana v polovičnem času zaceli. Wenn die Patienten bekommen wenigstens eine Kapsel, Če bi pacienti dobili minimalno eno kapsulo, können wir die Krankenhauszeiten halbieren. bi bivanje v bolnišnicah lahko prepolovili. Jede Wunde, jeder Bruch heilt in Hälfte von Zeit. Jede Operation. Se pravi, vsaka rana in pa vsak zlom bi se pocelil v polovičnem času. OPC durchblutet den Körper, OPC prekrvavi telo, da kann sich der Körper heilen. takrat se lahko telo tudi zaceli. Für mich ist das OPC die eine Kapsel, so wie eine kleine Lebensversicherung. Torej, za mene je ena kapsula OPC-ja kot eno življenjsko zavarovanje. Ist für die Augen, für die Haut, Je za kožo, za oči, für die Verdauung za prebavo und auch für die Wechseljahrbeschwerden bei den Frauen. in tudi za ženske v menopauzi. Wenn Frauen Probleme haben, Hitzewallungen, Wechseljahrbeschwerden, Se pravi, ko imajo težave s tem ali pa imajo tudi valovanje temperature, se pravi vroče mrzlo, weil der
Unterleib der Frau ist voll mit vielen kleinen Arterien. Zaradi tega, ker je spodnji del telesa pri ženski poln malih arterij, Mit 2 OPC bemerkst du gar nichts. z dvema OPC-jama niti ne bi nič začutili oziroma se nič ne bi spremenilo. Und noch für Hitzewallungen. In pa se pravi spremembe temperature pri ženskah v meni. Gibt es ein homöopathisches Mittel, das heißt Sepia. Sepia je Das ist homeopatsko Tintenfisch. sredstvo. Tintenfisch. Sepia ist Tinten. Aha, se pravi, to so Sipa. sipa, Ja. tako hvala. Sepia D6, 3x5 Kügelchen. 3x5 kuglic tega sredstva. Bei so Mittel wirklich homöopathische Mittel. Torej homeopatsko sredstvo je to. Okay. Was macht der OPC? Sind viele Menschen, die haben schwache Arterien. Torej OPC, veliko ljudi je, ki imajo slabotne arterije, se pravi, niso prožne. Ihr seht, ihr habt Krampfader, Immer Besenreißer. Imate krčne žile, Manche Leute haben sogar ein Aneurysma, die alles ausgeleiert beim Herz oder beim Bauch. imate tudi različne aneurizme pri srcu ali pa kakšni Und andere drugi. Menschen haben Hämorrhoiden. In pa veliko ljudi ima Das sind auch hemoroide. Arterien, die die ganze Struktur zerbrochen ist. To so arterije, ki se jim je pokvarila struktura, se pravi, dobijo neke izpukline. Und man kann, unsere Arterien bestehen aus Vitamin C Ampak naše arterije so sestavljene iz vitamina C und OPC nimmt Vitamin C und macht die Arterien wieder dicht. in OPC pomaga pri tem, da vzame vitamin C in jih spet zakrpa žile. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, ich war unterwegs, Torej, povem vam lahko primer. ich komme zur Frau, Prišel sem k ženski. sagt der Franz, ich muss mich operieren, ich habe Hämorrhoiden. Pa pravi, gospod Franc, imam hemoroide in moram na operacijo. Dann habe ich gesagt, darf ich Sie sehen? Pa pravi, jih lahko vidim. Habe die Arschbacken auseinander gemacht, habe reingeschaut. In sem vidnice razpotegnil in sem pogledal. Da haben die Menschen gesagt, Herr Franz, wieso schauen Sie Frauen in den Hinter rein? Pa so mi rekli, pa kaj, gospod Franc, gledate ženskam v riti. Aber ich sagte, ich bin Automechaniker, will den Ausruf sehen. Pa pravi, sem avtomehanik in hočem videti izpušni plin. Ich muss eine Diagnose stellen. Moram diagnozo postaviti. Ich bin kein Arzt, es sind keine essentiellen Hämorrhoiden. Torej, to niso esencialni hemoroidi, torej nisem zdravnik. Ich habe der Frau gesagt, okay, nehmen Sie mal 8 bis 10 Tage, Torej, rekel sem ji 8 do 10 dni, jeden Tag, vsak dan, 3 Kapseln OPC in der Früh, 3 kapsule OPC-ja zjutraj, 3 Mittag 3 opoldne und 2 am Abend. in 2 zvečer. Und Vitamin C dazu. In vitamin C še zraven. Das war Freitag, Samstag, Sonntag. To je bilo od petka do nedelje. Am Montag hat es nicht mehr gejuckt V ponedeljek ji ni več srbelo. und Mittwoch waren die Hämorrhoiden drin. In v petek so se hemoroidi promaknili noter. Wenn ihr Hämorrhoiden habt, bevor ihr euch operiert, Torej, če imate hemoroide in preden se operirate, probiert mal mit OPC und Vitamin C. poskusite z OPC-jem in vitaminom C. Da könnt ihr noch immer den Hintern aufschneiden. In potem lahko še vedno razrežete svoj rit. Aber es hilft. Ampak to bo malo dalje trajalo. Außerdem ist eine Studie, nach der ersten Kapsel OPC Torej, obstaja tudi študija, da po prvi kapsuli OPC-ja hat jede Arterie in meinem Körper ima vsaka arterija v telesu doppelte Festigkeit. Dvojno prožnost. Auch wenn ich größeren Blutdruck habe, platzt sie nicht mehr. Torej, tudi če imam povišen krvni pritisk, te žile ne bodo popokale. Weil 10% der Schlaganfälle passieren, dass eine Arterie platzt. Torej, 10 10%. odstotkov kapi se zgodi zaradi tega, ker počijo žile. Es platzt in eine Arterie im Gehirn. Namreč poči vam žila v možganih Wenn das Blut nicht stoppt, bist du tot. in če se ta krvavitev ne ustavi, ste mrtvi. Aber auch viele Menschen die haben im Gehirn kleine Aneurysmen, schwache Arterien. Torej, veliko ljudi ima aneurizme v možganih, Und durch OPC, man kann es auch nicht operieren. tega tudi se ne da operirati. Aber durch OPC und Vitamin C sind die Adern stark und es passiert gar nichts. Ampak z OPC-jem in vitaminom C so vaše žile spet prožne in močne in se vam ne more nič zgoditi. Und kein Arzt empfiehlt diesen Menschen die Lösung. Ampak te rešitve ne priporoča noben zdravnik. Also ein Automechaniker muss es dann machen. In potem mora to razlagati avtomehanik. Und da rufen zum Beispiel auch Frauen an von Wien. Wie? Frauen rufen an von Wien, von Österreich. Se pravi, iz Dunaja me kličejo ženske, Und sagen, Herr Franz, können Sie mir helfen? da pravijo, gospod Franca, mi lahko pomagate. Ich habe eine trockene Scheide. Imam, Scheide. imam suho nožnico. Da frage ich, was kann ein Automechaniker mit der trockenen Scheide anfangen? Pravim, kaj se lahko jaz kot avtomehanik s tem začnem? Den Vergaser einstellen oder die Kupplung wechseln? Uplinjač popravim ali kako drugače. Aber ich weiß, was man bei einer trockenen Scheide macht, wenn man alt ist und Schmerzen hat beim Sex.
Ampak vem, kakšne so pa bolečine pri spolnih odnosih, če imate suho nožnico. Und viele Frauen haben das. In veliko ljudi, se pravi žensk, to ima. Sie haben trockene Schleimhäute Imajo suhe sluznice, und deshalb bei trockene Augen, trockene Mundschleimhäute oder trockene Scheide. torej pri očeh, v ustih, če imate suho sluznico in seveda tudi v nožnici, Könnt ihr Natriumchlorat nehmen, lahko vzamete natrium klorat, Potenz D6, potenc 10, ein homöopathisches Mittel, homeopatsko sredstvo, 3-mal am Tag 5 Kügelchen. 3-krat na dan kuglice, 3-krat na dan 5 kuglic. Und somit ist das Problem gelöst. In s tem je problem rešen. Die Menschen brauchen nur wissen, jeder ist imstande, allein alles zu machen. Torej, ljudje potrebujejo le znanje, vsak lahko sam reši svoje težave. Ihr braucht bestimmt keinen, der euren Hintern abwischt. Torej, ne potrebujete nikogar, ki bi vam prisal liti. Hier steht ein Mann und Frau im Beruf, im Leben, sodass die paar natürlichen Mittel macht ihr mit links. Torej, ste polno v življenju, delate svoja dela in teh nekaj stvari boste z levo Und wenn ihr die znali. Sachen nimmt nach 1,5 Monat, In če te stvari jemljete po mesecu, mesecu in pol, dann sind ihr komplett neue Menschen. boste kompletno novi ljudje. Euer Körper erneuert sich, Torej, vaše telo se obnovi, die Verdauung funktioniert, prebava deluje, die Haut wird besser, koža je lepša, boljša, du kannst dich auch besser bewegen bolje se lahko premikate und verstehst auch, wenn der Robert Franz was beim Vortrag spricht. in tudi razumete, kaj, o čem govori Robert Franz pri svojih predavanjih. Weil bei den meisten Vorträgen sagen sie, Herr Franz, Sie reden zu schnell. Ker pri večini predavanjih pravijo, da govori prehitro. Ich habe gesagt, okay, ich kann ja langsamer reden, aber bitte denkt ihr doch schneller, oder? Pa pravim, jaz lahko že govorim počasi, ampak dajte vi še malo hitreje misliti. Weil ich nicht in der Schweiz bin. In der Schweiz muss ich ganz langsam reden. Zaradi tega, ker nisem v Švici, tam v Švici moram zelo počasi govoriti. Aber die verstehen mich langsam auch. Ampak tudi oni me počasi razumejo. So wie ich sage, ich bin in Rumänien geboren, Torej, kot sem rekel, rojen sem v Romuniji, in Temeswar, wo der Aufstand war. v tem izvaru, kjer je bila vstaja. Ich habe von Kind aus Heilkräuter gesammelt und alles. Že od malega sem zbiral zelišča, Bin mit dem Motorrad über 10 Autos gesprungen, sem z motorjem skakal čez 10 durch avtov, den Feuer, skozi ogenj, Straßenrennen, Motocross gefahren, sem vozil motocross. Handball gespielt, habe alles im Leben gemacht. Torej, veliko stvari sem počel, tudi športe različne. Ich kann Strom legen, Dach decken, alles. Torej, lahko vam položim elektriko, lahko Jeder vam von euch položim kann alles streho. machen. Torej, vsi lahko naredite res vse. Nur wir trauen es nicht. Ampak enostavno si ne upamo. Und in Rumänien war es so ein Sprichwort, du musst aus Scheiße Peitsche machen, die muss auch noch knallen. V Romuniji imamo pregovor, ki pravi, iz dreka moramo narediti bič in ta mora še pokati. Und darum habe ich auch richtig so viel Erfahrung im Leben. In zaradi tega imam toliko izkušenj v življenju. Und ich bin froh, wenn die Menschen Erfahrung in Sachen Gesundheit kriegen. In zelo sem vesel, ko dobijo ljudje izkušnje, kar se tiče zdravja. Und wenn jemand gesund wird, muss erstmal schauen, er selber muss als Erster gesund werden. In da bi postali zdravi, moramo najprej poskrbeti za to, da smo mi sami zdravi. Du kannst nicht Mensch helfen, wenn du selber nicht gesund bist. Torej, ljudem ne morete pomagati, če vi sami niste zdravi. Und merkt euch, jeder von euch ist die wichtigste Person. In zapomnite si, vsak od vas je zase najpomembnejša oseba. Nicht die Tochter, die Frau, Ne žena, ne hčer. sondern wenn es mir gut geht, geht es meiner Familie gut. Torej, če gre meni dobro, potem gre dobro tudi moji družini. Wenn es mir schlecht geht, dann Gott hilf, nicht in meiner Nähe. Torej, če pa mi gre slabo, pa samo Bog pomaga, se pravi ne v moji bližini. Darum erzähle ich bei den Vorträgen nicht nur über Gesundheit, Zaradi tega pri mojih predavanjih ne govorim samo o zdravju, sondern auch über meine Lebenseinstellung. ampak tudi o moji življenjski naravnanosti. Alles, was ich im Leben gemacht habe, nicht wegen Geld gemacht, Torej, vse, kar sem v življenju naredil, nisem delal zaradi sondern denarja. jede Entscheidung Torej, vsaka moja odločitev habe ich gespürt vom Herzen, fühlt sich gut an, sem občutil v svojem srcu, ali se dobro počutim. Bauchgefühl auch gut, Tudi občutek v trebuhu habe ich es gemacht. in potem sem to naredil. Und ist mir alles gelungen. In vse mi je uspelo. Ich bin niemals auf die Schnauze gefallen. Niemals versagt oder so. Torej, nikoli nisem padel na nos, se pravi, da mi nekaj ne bi uspelo. Und merkt euch, die erste Entscheidung im Leben ist die beste. Torej, in prva odločitev v življenju biti je vedno najpomembnejša. Zweite, dritte, vierte und die Rat von anderen ist schon alles verbessert. Torej, vse ostale odločitve to že malo spreminjate in malo izboljšujete. Die meisten Leute, wenn sie eine schöne Frau sehen, Torej, večina ljudi, ko vidi lepo žensko, trauen sie nicht das erste Mal zu sagen, ich liebe dich. se sploh ne upajo ji reči, da jo ljubijo, Sagen sie, das, ich mache das zweite Mal. pa rečejo, ji bom že drugič povedal. Das zweite Mal ist die Luft raus. Naslednjič je že moment minil. Deshalb, wenn ihr was entscheidet,
nimmt eine Entscheidung und das Einzige, was du machen kannst, du lernst, was drauf ist. Es kann niemals schief gehen. Torej se pravi, ko ste se nekaj odločili, dajte to narediti, se pravi, ne more iti toliko mimo. Wir lassen uns von Experten beraten, die keine Experten sind. Torej, posvetujemo se z eksperti, se pravi z izvedenci, ki pravzaprav sploh niso izvedenci. Jeder will uns verdummen, uns etwas verkaufen. Vsi nas hočejo poneumljati in nam nekaj prodajati. Jeder spekuliert mit unser Geld, mit unserer Arbeitskraft. In vsi špekulirajo z našim denarjem, z našo delovno močjo. Und viele denken, dass wir Slowenien, Deutschland, Österreich durch Politik ändern. In veliko nas misli, da bomo lahko v teh državah, Nemčija, Avstrija, Slovenija, menjali kaj v politiki. Durch Politik wird kein Volk geändert. Torej, skozi politiko, se pravi, s pomočjo politike se narod oziroma ljudje ne spremenijo, Sondern durch Gesundheit. ampak z zdravjem. Gesunde Menschen werden kein Kind vergewaltigen. Zdravi ljudje ne bodo posilili otroka, Gesunde Menschen werden nicht betrügen. vas ne bodo okoli prenesli. Und wenn 60% dieser Menschen sagen, das will ich haben, In če 60% teh ljudi reče, to si želim imeti, dann ist die Welt in Ordnung. potem je svet dober. Aber wir lassen von anderen Menschen uns sagen, was sie machen, und wir haben einen Haufen Gesetze, die heutzutage gar nicht mehr aktuell sind. Torej, dovolimo si, da nam drugi narekujejo, kaj narediti. In danes imamo ogromno nekih zakonov, ki sploh ne vemo, kaj si z njimi začeti. Und deshalb bin ich der Erste, der sage in Österreich, ihr habt keine Angst, ich ignoriere jedes Gesetz. In tudi prvi sem, ki v Avstriji rečem, torej vseeno mi je za zakone Wir in sind nicht auf ignoriram. wir sind nicht auf diesem Planeten geboren, um bestraft zu werden. Torej, nismo se na tem planetu rodili, da bi nas nekdo kaznoval. Ja, wir sind nicht geboren, um bestraft zu werden. Torej, Wir nismo sind se freie rodili, da bi Menschen. nas kaznovali, smo svobodni ljudje. Wisst ihr, wann in Österreich das Leben eines Menschen beginnt? Wahrscheinlich auch in Slowenien. Torej, veste, kdaj se človekovo življenje začne v Sloveniji in tudi v Avstriji? Von Januar bis zum 26. August Od januarja pa do 26. avgusta. schaffen wir es fürs Finanzamt. V bistvu smo tu samo zaradi finančnega urada. Und die letzten 5 Monate müssen wir schauen, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. In ostalih 5 mesecev moramo poskrbeti za to, da v bistvu svoje lastno življenje uredimo. Im Mittelalter waren ganz böse Menschen, Torej, v srednjem veku je obstajalo veliko slabih ljudi die haben den Bauern 10% genommen. in kmetom so jemali po 10%. Heute wird uns schon 50-60% genommen. Ampak danes nam jemljajo že 50-60%. Das ist für mich finsteres Mittelalter, moderne Sklaverei. To je zame temni srednji vek, ampak moderno zaslužnjanje. Manche verblöden unsere Steuer, Nekateri nas imajo neumne in naše davke. und die Pharma zerstört unsere Arbeitskraft. In farmacija uničuje našo delovno silo. Aber wir sehen, wenn genug gesunde Menschen da sind, Ampak če je dovolj zdravih ljudi, werden sie das nicht mehr zulassen. tega ne bomo več dovolili. Ohne Angst, angstfrei. Torej, rodili smo se oziroma brez strahu. Nelson Mandela war 28 Jahre im Gefängnis. Nelson Mandela je bil 28 let v zaporu. Jetzt gibt es aber kein Apartheid mehr. Ampak danes nimamo več apartheida. In Deutschland hat der Staat gesagt, zahlt kein Kilometergeld für Pendler. Da schaffen auch viele Leute von Maribor, gehen drüber nach Österreich arbeiten, oder? Torej, seveda tudi tukaj hodimo drugam delati, se pravi v Avstrijo, in v Nemčiji so uvedli, se pravi, stroške na kilometrino, ki jo vozimo. Und der Staat hat nicht wollen Kilometergeld bezahlen. In niso želeli plačevati kilometrine. Ein einziger Mann ist aufgestanden. Se pravi, en moški sam se je uprl. Alle 80 Millionen haben Angst gehabt. Vseh 80 ostalih milijonov pa je bilo strah. Dem ist es gelungen, dass jetzt jeder Deutsche sein Kilometergeld bekommt. In temu enemu človeku je uspelo, da ljudje dobijo sedaj svojo kilometrino, se pravi, ki jo vozijo do svojih služb. Darum seht ihr, in jeder Sache muss erstmal ein Mensch aufstehen. Torej vidite, pri vsaki stvari je dovolj, če se upre že en človek. Und in Sachen Gesundheit mache ich das. In kar se tiče zdravja, sem ta oseba jaz. Darum kläre ich die Menschen auf, beantworte die Fragen, Zaradi tega ozaveščam ljudi in odgovarjam vprašanja. damit die Leute irgendwann gesund werden. Und dann sind sie frei. In zaradi tega, da bodo ljudje enkrat zdravi in bodo potem tudi svobodni. Gesundheit ist das Letzte, was uns eigentlich noch abhängig hält. Torej, zdravje je tisto, s čimer nas držijo v odvisnosti. Das andere machen wir schon alles allein. Ostalo bomo že sami poskrbeli.
Und ich hoffe, dass nach dem Vortrag ich erst da bleiben werden für Fragen. Der Borut hat ein Mikrofon, ich kann die Fragen beantworten, können mir alles fragen. Ich hoffe, dass der Vortrag jetzt was gebracht hat. Der Torej, Borut, sedaj bomo prinesli mikrofon in boste lahko postavljali vprašanje in upam, da vam je to predavanje koristilo. und es macht nichts, ob ich jetzt 16 Jahre alt bin. Es macht nichts, ob ich 16 bin In tudi ni pomembno, ali se star 16 let, oder 40 oder 70 oder 90. 40, 60, 70, 90. Unser Körper erneuert sich, es gibt kein Alter. Torej, naša telesa se obnavljajo, ni pomembna starost. Wenn ich die Naturmittel nehme, ich habe viele ältere Menschen mit 80, 90 Jahren, die blühen direkt auf. In če jemljete ta naravna sredstva, imam veliko ljudi, ki so nad 80 let stari in naravno zacvetijo. Und es freut mich, dass die Menschen mich vertrauen haben. In zelo me veseli, da imajo ljudje zaupanje vame. Nochmals vielen Dank. Se pravi, še enkrat se vam toplo zahvaljujem.